Ich bin mir nicht sicher, wann wir das letzte Mal gemacht haben, aber es ist mir egal. So. Ich bin's. Ich hab jetzt meine Kopfhörer aufgehackt. Ja. Sauber, wunderbar. Nix dir gesagt, können mir da. Ausgegangen. Nix da das ganze Wochenende aus. Gesuffen und geschleudert, Alter. Links ab! Servus, Bürger, es ist fucking schöner Stream, Mike. Kannst du die Spur erklären, bitte? Ich versuch's. Ich hab's auch noch nicht so lange gespielt. Was? Heute leider nur ein Mönchshoflager. Das kenn ich nicht. Aber wenn's schon leider sagst, dann mein Beileid. Schmidi! Sehr, Saudere! Hab ich miteinander. Ich bin's, Bürger. 20 Uhr, heute spielen wir was Neues. Regel Nummer 1 heute, lasst euch wieder mal nicht von der Grafik abschrecken. Machen wir einen Sektor im Hintergrund, wie es ausschaut. Mrs. Fink. Gibt es jetzt schon eine Mrs. Fink? Die war schon öfter da, das weiß ich. Mir ist sie wieder ein Zwickel. Und Pommesgabel in dunkler Hautfarbe. Jetzt kriegst du mir erstmal einen Haufen. Lauter Popo-Männer und Popo-Frauen. Schmiedi, Löwe, Finken. Habe die Ehre an! Denen hat er an den Bambi, an den Unimog Stefi, an den Bernd, an den Dave Davis, an den Herrn Heck, an den Daffy Duck, an den Black Roll, an den Kekskuchen, an den Rotorex, an den Selbstspieler, an die Kathi, an den GT Eagle, an den Duffy, den glaube ich haben wir aber gerade schon gehabt, aber scheißegal, an den Autokosan, an den Tobi, an den Thomas Zach, an den Alter Lauf. Alter Lauf ist heute ein guter Stichpunkt. Das ist ein guter Stichpunkt. Heute werden wir viel laufen. Vierte. Wir werden auch keine 30 Minuten übernehmen. Alles egal. Werden wir dann sehen. An die Steffi, an den Igmach, Bier, LP, an den Schwaber Pauli, an den Glockengießer. Moment, weil ich ihn gerade da stehen habe. An den Glockengießer, Bussi aufs Nussi nochmal, merci dir. Scroll mal ein wenig an den Haufen runter, weil sonst sehe ich nichts mehr. An den Mindmaker, an den Metal Devil, an den Gessel, an den Lili, an den Alex, an den Schütter, an den Forest Squad, an den Cookie, an den Jodel, an den Herrn Grotzer, an den Feierhand, an den Sapsen. Dann kommt der Dampfexpress mit dem Zaunlatten-Raid und sein ganzer Deppenhaufen, sein Besoffener. Dann an den Flo Luke, an den Nikinator, an das wilde Pommes. Oder wildes Pommes oder Pony? Pony! Weiß ich nicht, wie ich auf Pommes komme. Pommes, Pony, Sag nix. So, Miss Fink, Schwester von Mr. Fink. Ja, Schwester. Solange sie nicht in Florida lebt, so ist es cool. Grüß dein Bruder von mir. Merci dir. Tommy, just mercy, Alter. Und 4. Was ist das, Alter? Ist das Dosenbier? Bist du besoffen? Oder was ist denn das? Was war denn das? Was waren das für Emojis? War Dosenbier. Tommy! Du bist ja schon wieder harmvoll. Alter. So, Leute, wir schauen mal aus. Der vorvorletzte Stream für diese Saison. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin so froh, wenn Sommerpause ist. Ich kann's keinem Menschen nicht sagen. Urlaub, beste Leben, Alter. Rotkampf Steff, Drittbirli. Hanmer, dank dir, Satisfactory, kauft Zuchtel 3000 Grits an. Art Korosan. Herr Rotkopf, erstmal 1 Euro und ich hoffe, offensichtlich hast du Spaß an Satisfactory. Sehr gutes Spiel. Kann man sehr viele Stunden drin versenken. So viel wie man zur Verfügung hat. Ich habe gestern oder vorgestern, glaube ich, habe ich mal ein Ding, den neuen Rimworld DLC gekauft, das Ideology. Holy shit, kann man da für Scheiß machen. Das ist gut. Bertel Hans! Kruzifix! Oh, der Oleg, der muss haben wir schon lange nicht mehr gehabt, Alter. Los vorlesen, alle. Merci dir. Servus Birk Airline, OIS Fit in Landau City. Ja. As net wo se schreiben so a. Deswegen, ein Pferd hat 4 Beine. An jeder Ecke eine. 3 Beine het. Umfaltet. Was war im Gehansel? Jetzt war so lange Ruhe. Servus Berndl Hans. Bürger, meldet mich auch wieder Host wieder Aweng, wo's für die Buchhaltung Smiley mit Freudentränen LG aus Niederösterreich. Die verdammten Österreich. Hansel, wie immer, Dankeschön, das ist 2 und du weißt das. Berndl Hans, du ist auch 2 und du weißt das. Und ich muss noch weiter lesen, wie ein niederbayerischer Philosoph zu sagen pflegte. Hashtag Fredel Fesel, der beste Mann am Platz. Er soll der König von diesem Bundesland sein. Ja? Fredel Fesel über alles, Alter. Guter Mann. Ein Pferd hat 4 Beine, an jeder Ecke einer, 3 Beine hätte umfallend hätte. Wir Besuchen mussten eigentlich sein, dass der das einfällt. Ich weiß nicht. Ach, das ist ein Whisky! Ich weiß nicht, für mich schaut das eher aus wie ein Dosenbier, Alter. Ich weiß es auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber jetzt, wo ich es weiß,
Hast jetzt quasi, jetzt sind es 5 Whiskys, hast du jetzt nur eine Zimmer. Sag's, was es ist. Sag's, was es ist. Der Erbesdieb, servus Bürger, sag mal meiner Frau, sie ist die beste. Frau vom Erbesdieb. Kann ich nicht beurteilen. Bist die Beste, hat's geheißen. Bussi aufs Nussi. Lalele schreibt, LeBron war einfach der Beste. Das stimmt, wir können heute auch keinen LeBron nicht machen. Aber ich versuche, also jetzt einmal ganz kurz um zu erklären, was ist Project Zomboid? Ich glaube, das habe ich seit 2012 oder so in meiner Steam-Bibliothek und habe das einmal gespielt. Und damals war es absoluter Early Access-Rotz. Darf ich? Ich hau Merci. eine Woche ab nach Kroatien. Ich wünsch da etza Show an geilen Urlaub. Den wünsche ich dir auch. Urlaubsbürger. Dafür merci und auch an den Rest vielen Dank. Herr Seitsching, ich möchte im Vorstand sprechen. Unwetter, Blitz, Brützel, kein Strom, jetzt Stream schauen auf Laptop und Taschenlampe statt Fernseher und Surround. Warum brauchst du zum am Laptop Stream schauen eine Taschenlampe, Alter? What the fuck are you doing? Ich stelle mir das gerade so vor unter der Bitte mit der Taschenlampe. Weiß ich nicht, was ich. Herr Seitsching, merci. Herr Atkosan, merci dir. Kennt das Game nicht, aber kann nur geil werden mit dir. Greets und rotkopfige Rakete. Rote Rakete! Herr Gerwin, bin einmal wieder da. Grüße aus dem LKW. Herr Gerwin, Grüße in den LKW. Ich wünsche viel Spaß. So, also jetzt pass auf. Nein, schon wieder der Herr Gerwin. Oh, hoppla, hab ich mich verdammt, der Domi. Du bist Dosenbier. Deine Mom ist Dosenbier, oder? Domi, merci. Just Dosenbier. Pussy. Merci dir. So, Project Zomboid. Ja gut, man sagt ja da so ein bisschen, wie es ausschaut. Wie immer, auch wie bei Rimworld, wo haben wir das No-Code? Lasst euch nicht von der Grafik abschrecken. Das ist immer das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste. Fuck them Graphics. Und ich bin da so meine Steam-Bibliothek durchgegangen und habe das so gesehen und gedacht, hey, das ist ja schon 8 Jahre alt und es ist immer noch im Early Access. Vielleicht ist da draußen mal was geworden. Dann habe ich mir mal ein paar Videos angeschaut und so. Und dann habe ich festgestellt, schaut vielleicht gar nicht schlecht aus, da sollten wir mal reinlunzen. Und für einen Stream, also der Grad ist schmal zwischen es gelangt für einen Stream und es gelangt für 20. Wir werden sehen. Ich gebe uns allerdings keine halbe Stunde, dann sind wir tot. Der Brüsi, der Bürger, bist du schon geimpft oder lässt dich noch impfen? Was hältst du davon? Boah, lecker, ich mag jetzt da keinen beeinflussen, dass er sich impfen lässt oder nicht. Aber ich bin jemand, der sich nicht impfen lässt, weil ich von Haus aus so extrem wenig soziale Kontakte habe, dass es einfach scheißegal ist. Und ich mich nicht nur impfen lasse, damit ich dann in Urlaub kann. Wenn's mir außerdem möchte ich sehen, wann endlich Variante XYZ kommt, gegen die Scheißdrecksimpfung einen Dreck hilft. Und ich lasse mir doch nicht alle halbe Jahr Spritzen geben wegen dem Scheiß. Sie ist alle lebensmüde. Aber das muss ja jeder selber wissen. Ja, ich werde keinem sagen, so, hey, Impfen ist behindert oder Impfen ist toll. Ich finde es eine Frechheit, dass Impfpflichten jetzt dann kommen, beziehungsweise Nachteile für Leute, die sich nicht impfen lassen. Und dann ist sowieso die ganze Scheiße so hart fragwürdig, ich lasse mich impfen, muss trotzdem in Quarantäne, wenn ich aus dem Urlaub komme, lauter sein Bullshit. Ist mir zu blöd. Der Lump muss A dazu GC-Fix. Was? Nochmal, von vorn. Brisi, ich hoffe, das beantwortet deine Frage. So, ansonsten reden wir bitte nicht mehr über das Impfen, weil sonst heißt es wieder, der Bürger ist wie heißt der andere? Der Telegram-Depp. Keine Ahnung. Ich mag einfach damit nichts zu tun haben, Alter. Nur wegen dem Urlaub war der einzige Grund, warum ich mich vielleicht impfen lassen darf, damit ich fortfahren kann und dann nie wieder. Also wieder auffrischen oder sonst was. Das geht mir so. Bambi! Warum denn? Rotkopfsteff! Seitsching! Ich bin nicht mehr fertig jetzt mit dem Lesen, ihr Affen! Ihr Affen! Hashtag Affen! Der du Zipfe, du host wieder in vorgeschriebenen 20er Fias Carport. Hashtag Carport Inc. rotes Herz, Bussi aufs Nussi. Bussi aufs Nussi, vielleicht können wir in Project Zomboid einen Carport bauen. Schauen wir mal, da kann man einiges tun. Erste, denk allerweil DRO, UNTNOIS zuanageln und dann OBNAUSM Fenster MIM Bettlacken außekraxeln. Project so weit war ich gar nicht! Show ewig H. Aber ich bin alle so schnell gefressen worden. Ja, Alter, ja. Ich habe ungefähr eine Stunde gespielt in den letzten 2 Tagen und ich habe nicht länger als 30 Minuten überlebt, aber das werden wir sehen, Alter. Der Nuvius im ersten wieder in 5er. Bambi 20er ist zu viel. Hashtag Carport ab in den Chat. Wer jetzt nicht Hashtag Carport in den Chat schreibt, der schlägt seine Schwester. Merci an Bambi, der Rotkopfsteff. Sag einmal an Atros an, wo der Vollbiskop-Partner ist. Der Lump muss auch dazu gehen. Ich werde mit Sicherheit jetzt die Leute nicht dazu ermuntern, auch noch, dass sie Mitglieder werden. Nein, stop it. Bussi aufs Nussi, merci dir. Und der Großstuin, merci dir. Was? Nein, der Großstuin, jo. Danke, dass du immer so gut unterhältst. Hashtag Büschger Beste. Da meine ich, hast du vertippt, bin mir nicht hundertprozentig sicher.
Aber merci für den Drilling. Bussi aufs Nussi. Ich hoffe, dass das Spiel was ist. Also ich hab's ausgewählt, weil ich voll Bock drauf habe. Ja, das ist wieder sowas, Looten und Bluten. Und das ist immer, ich hab mir Videos angeschaut, so ein bisschen, und da hat einer wirklich von Tag 1 zu sagen, und das hat mich so begeistert, das hat mich so gefesselt, dass ich selber so kurz davor war, dass ich mir denke, so, Alter, jetzt fange ich dann gleich selber an, das erste folgenbasierte Let's Play zu machen, gell? Jetzt haben wir dann gleich soweit, weil das echt geil war zum Zuschauen. Aber gut, das werden wir jetzt nicht herausfinden. Ich bin absolut planlos, das Spiel ist sehr komplex, schaut nicht so aus, wenn man die Grafik da jetzt gleich so sagt. Jetzt startet die Rimworld, ich Vollidiot! Grüezi fix! Und warum habe ich eigentlich CSGO installiert? Ja, weiß ich nicht, zeige ich euch später irgendwann. Mach halt Rimworld zu! Die Gewohnheit. Ich habe die letzten 2 Tage ein bisschen Rimworld eingesuchtelt. DLC ist übrigens gut. Ist ein bisschen teuer, aber Rimworld ist generell ein bisschen teuer. Das ist. Ja, initialisiere. Was initialisierst du das Spiel? Wie steht das? 5 Assets, Alter. Jetzt chill nicht Ignierschirm. Weg. Komm. Psst. Hopp. Schluss. Programm schließen. Ja. Wo ist denn Zomboid? Bin ich blind? Na, da ist. So. Rimworld ist ein Zeichen. Rimworld kommt schon mal wieder irgendwann. Läuft das immer noch auf Java? Spreng ich habe keine Ahnung. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Sie haben Grafik ganz. Also das Spiel hat sich seit. Es war 8 Jahre in Entwicklung. Nein! Du Mongo! Müssen wir schauen, ob ich Bürgerin anrufen kann. Was? Ich glaube, die isst gerade. Ich kann deinen Namen nicht aussprechen. Bürgerin. Ich muss im Vorstand anrufen, das hilft nicht. Ihr Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Verdammt, wir haben es übertrieben. Was ich dir sagt, dann schreibt der Earbot. Bussi aufs Nussi, merci für die Mitgliedschaft. So, jetzt ist Ruhe. Leute, dankeschön, seriously. Vielen herzlichen Dank. Jetzt konzentrieren wir uns auch. Die geht einfach nicht mehr ans Telefon. Da muss ich meine Nummer ändern. Ich habe auch vom anderen Telefon angerufen. Ich hab 2 solche Telefone und auf dem einen, mit dem zweiten Telefon, wenn ich austelefoniere, wird der andere Nummer angezeigt. Vielleicht ist das noch nicht ganz fix. Da muss ich nächstes Mal schauen, dass ich das richtige Telefon in der Hand habe. Hilft nicht! So, jetzt werden Zombie-Viecher zerpümmelt. Jetzt gehen wir da auf Zocken, so, dann schauen wir da, und dann sehen wir einen braunen Waschbär. Ich weiß nicht, was für ein scheiß verdammter Waschbär das braun ist, aber gut. Ich habe die offizielle Beta am Laufen und habe da einen Text ein bisschen größer gemacht. Der ist normalerweise so winzig, wutzlig klar, dass ihr da was erkennen könnt. Ich hoffe, man kann das lesen. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Herr Stefan Prager, sag mal, wirst du schon grau? Ja, und? Wo sind die Damen? Waren die Damen im Chat? Grau macht attraktiv. Ab in den Chat. Das ist übrigens der Grund, Herr Prager, warum du keine abgelöst hast. So. Also Ruhe! Hey! Alexa, merci für den Zückel, Ruhe! Was da? Hätten wir wohl gern, gell? Danke für den Zückel. Hirschi! Hey, hast du CSGO wegen dem neuen Update gekauft, dass du Skin machen kannst und 100.000 abstauben kannst? Davon weiß ich nichts. Aus einem anderen Grund habe ich mir CSGO übergelohnt. Aber das seht's irgendwann nach der Sommerpause eher wahrscheinlich. So, jetzt ist er Ruhe! Donation Sounds aus! Was spielen wir jetzt? Hört servus! Ich hoffe. Herr Lauer, du bist jetzt aber der Letzte. Biergestream anschauen und nebenbei nach Wohnung suchen ist zwar nicht die beste Abendgestaltung, aber es ist eine. Wunderschön. Merci für deinen 5-Klick bei der Wohnungssuche. Ich glaube, eine Wohnungssuche brauchen wir mir jetzt auch, aber jetzt fangen wir einfach mal an. Einzelspieler. Um was geht's in Project Zomboid? Es geht ganz fucking simpel darum, einfach nur zum Überleben. Sprichwörtlich. Und das Spiel ist noch, also ich habe so den Eindruck, noch gnadenloser als DayZ. Und zwar um einiges. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung so wirklich, wo sich diese Spielmodi da unterscheiden. Ich hoffe, ihr könnt was lesen, ich hoffe es. Ich lese jetzt einfach einmal zu, Spielweise Apokalypse. Schleichen bevorzugt, kurze Lebensdauer, das glaube ich schenken wir uns gleich mal, dann haben wir noch 5 Minuten hier. Kämpfe am besten vermeiden. Schleichen bevorzugt, kurz, ja, steht da in groß. Überlebender. Verstärkte Kämpfe, längere Lebensdauer, ein herausfordernder Spielstil, der auf dem vorherigen Survival-Modus von Project Zomboid basiert. Ja, den nehmen wir. Der hört sich gut an. Es gibt offensichtlich bloß die 2.
Und dann gibt es noch irgendwie, da kann ich selber mal spät zusammenbauen im Sandkasten, kenne ich mich zwingen aus damit, ist mir wurscht. Und Baumeister. Entspannte Erfahrung. Hallo, ich bin Pro-Gamer, ich brauche keine entspannte Erfahrung. Und wenn ihr entspannte Erfahrung braucht, dann nehme ich mal einen Schluck von meinem Klosterfrau Melissengeist. So, Überlebender, weiter. Leute, ja, Hardcore. Doch, geht, ja, Hardcore, geht doch. Geht doch. Mir ist wieder ein Euro, Pussy aufs Nussi. So, wir nehmen die erste Map. Ich bin mir auch nicht so hundertprozentig sicher. Ich glaube, diese 4 Maps, wenn ich das richtig verstanden habe, in den Videos, wo ich mir ein paar angeschaut habe, dann hängen die Maps alle miteinander zusammen. Also du kannst, wenn du die erste Map auswählst, kannst du auch in die andere umgehen. Aber du spawnst halt dann irgendwo in dem Abschnitt der Map. Aber im Grunde ist es eine riesengroße. Patrick, hey Birger, call mich mal. Du hast ja meine Nummer, wink, wink. Nimmer. Außerdem sei wir nicht so aktiv, da kann ich meinen Job gar nicht mehr machen. Padre, merci dir. So, Schnauze jetzt! Weiter, wir nehmen einfach das da. So, und dann, es fängt ja da schon, dass es gibt unfassbar viele Skills, die du ewig lang leveln kannst. Also es hat viel mehr RPG-Einflüsse, als das DayZ hat. Was heißt, für unsere 5 Minuten, was heißt RPG? Roleplay-Game. Und das bedeutet, wie soll ich sagen, dass der Charakter halt verschiedene Stärken und Schwächen hat und verschiedenste Werte. Und wenn ich da schon die Listen an positive Werte sehe und die Listen an negative Werte, dann kriege ich schon wieder Schädelweh, weil ich überhaupt nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ich sag bloß, wenn jetzt da zum Beispiel, du kannst ja da deinen Beruf auswählen, du kannst arbeitslos. Wir könnten aber auch das Aufleben vom Foodlab Franz wieder feiern. Also dann bleibe ich da mehr auf arbeitslos. Und hab dann noch verbleibende Punkte 8. Und jetzt kannst du das so ein bisschen zusammenbauen, was du. Ich habe keine Ahnung, was das alles bringt. Ich habe mir das alles noch nicht angeschaut. Ernährungswissenschaftler. Kann die Nährwerte von Lebensmitteln sehen. Ja, who the fuck cares, Alter? Geschwindigkeitsdämon, der schnelle Fahrer. Gewand bewegt, Inventargegenstände schneller. Das ist gut. Das der mal als Plus. Jetzt haben wir noch 6 Punkte. Dann haben wir, was haben wir noch? Katzenaugen, bessere Sicht bei Nacht, Naturbursche, schlechtes Wetter hat keinen Einfluss. Machen wir Map! Es gibt keine Map. Ich kenne die Map nicht. Sag ich dir auch ganz ehrlich, ich habe mir ganz speziell keine Map angeschaut, wie das da alles ausschaut und so, weil ich wirklich das volle Erlebnis haben möchte. Ja, ich habe zwar kurz einmal gespielt, ja, aber ich bin sofort gestorben, werden wir sehen. So, Ersthelfer, Baseballspieler, haut immer zielgenau drauf. Das gibt aber, kostet aber 4 Punkte, schaut mal so. Muss seltener essen, anmutig, macht weniger Geräusche beim Bewegen. Da, das ist gut. Das nehmen wir. Ja, Sneaky Peek, Alter. Und, Alter, was es gibt, Alter, was hatten da die stärksten Sachen? Stark. Zusätzliches Zurückstoßen von Gegnern mit Nahkampfwaffen. Mehr Tragekapazität. Plus 4 Stärke. Ich habe keine Ahnung, was ist denn viel Stärke? Da haben jetzt 5 Strichel. Ich habe keine Ahnung, Alter. Geschickt. Kosten auf, wir hätten noch 2 Punkte, können wir uns noch nehmen. Schnelllesen. Schnelllesen, man kann Bücher lesen in dem Spiel. Und dann deine Skills damit boosten und so weiter. Man kann eine Map finden, Leli. Stress dich nicht. Stress dich nicht, man kann eine Map finden. Die kann man dann einmal aufmachen, damit alle Map einschreiben können. Darm aus Stahl. Geringe Chance auf Lebensmittelvergiftung. Appetitlosigkeit hört sich eigentlich auch ganz gut, aber weniger Essen und weniger Trinken ist mehr gut, weißt du. Aber ich weiß es auch nicht. Schlaflos, benötigt weniger Schlaf, Naturbursche. Nehmen wir nur Schnelllese. Nimm unbedingt Glückspilz. Manchmal läuft es einfach wie geschmiert. So, jetzt haben wir 2 Minuspunkte. Und können wir nicht weitermachen. Und das ist jetzt auch ganz typisch für so. Das ist in Fallout ist zum Beispiel ein sehr ähnliches Perk-System drin. Da kannst du so Perks zusammenbasteln und kriegst dann Pluspunkte, aber gleichzeitig auch Minuspunkte. Sepp! Merci für die Mitgliedschaft! Warte, ich ruf den alten Vorstand an. 555 Nase! So! Schreibst du mal im Sepp 5. Wie welchem Sepp? Im Sepp 84. Ja, der ist neu. Das ist gerade dazugekommen. Hab's genau gesehen. Ja, was weiß ich, kann ich wenn du nicht aufpassen. Hör den Stift und erzähl dem Mongo. Schreib's immer Boot! Sepp, merci dir. So, jetzt müssen wir uns theoretisch noch einen, wie soll ich sagen, also einen negativen Perk nehmen.
Und da gibt es halt auch allerhand Dinge, feige, besonders anfällig für Panikattacken, kurzsichtig, kurze Blickdistanz, ja, halt richtig schlechte Sachen eigentlich. Langsam lesen, Leser, gut, Magenleiden, lauter so ein Scheiß. Jetzt, wenn ich da mal einen Feuerwehrmann nimm, ja, wir hatten das geschrieben, der Tony hat geschrieben, vergiss deinen Beruf nicht. Den habe ich mit Absicht vergessen, weil wenn ich jetzt Feuerwehrmann bin, dann kriege ich natürlich da Axt, da kriege ich mit dem Hacki kriege ich +1 und Sprinten kriege ich +1. Und das kostet einen Haufen Punkte. Jetzt bin ich da unten schon bei -10. Ja, für 6 ist da ganz, ganz rechts unten. Jetzt müsste ich mir theoretisch für 10 sichere Punkte so ein Mist da zusammenklicken, dass ich schlechter wird. Das mag ich ehrlich gesagt nicht. Deswegen bleibe ich lieber arbeitslos und nimm irgendwas, was mir noch irgendwas Gutes gibt. Ich habe keine Ahnung, benötigt mehr Zeit zum Bücher lesen, kurzsichtig. Eigentlich mag ich das alles gar nicht. Wir nehmen ein Gewand, der mir die Eigenschaft entfernen und dann haben wir einigermaßen Fitnessstärke, wir haben anmutig, macht weniger Geräusche beim Bewegen, das kann einfach nicht schon. Manchmal läuft es einfach wie geschmiert. Nehmen wir, Glückspilz. Irgendjemand hat mir den Tipp gegeben, dass wenn nichts ist, dann komm ich und hau dir einen Nockerten Nosch. Den Nockerten hau ich dir. So, weiter. So. Dann können wir unseren Charakter zusammenbauen. Wir schauen mal ein bisschen aus wie Franziska. Wir schauen uns ganz tatsächlich aus wie Franziska. Wir spielen aber natürlich einen männlichen. Und natürlich spielen wir mir einen Lee Braun 2. Oder machen wir. Oh. Jetzt brauchen wir. Wirft bitte jeder einen Euro in die schlechte Witzekaste. So. Auf den habe ich mir schon den ganzen Tag gefreut, ich sag's euch, was ist. Brusthaar. Es gibt sogar ein Hackerl für Brusthaar, das nehmen wir. Hautfarbe, wir haben eine ganz weiße. So. Haartyp. Es ist ein bisschen winzig, ich hoffe, dass ihr das seht. Wir schauen mal aus, wie als dass wir in 5 Minuten. Da hat man uns in 5 Minuten am Stoppplatz zum Regenbogenfahren schwingen treffen. So, gib mir mal anständige Frisur, Mohawk, kahle Stelle. Jawohl, passt. Wir spielen mal. Scheiß auf den Schweinsbraun. Schweinsbraun, größer Liebbraun. So, Ruhes. Kahle Stelle, sondern Liebbraun 2.0 oder ein bisschen ein Genier. Vollbart, das passt. Brühen schaut auch gut aus. Was ist das da? Haartyp, Farbe? Machen wir einen rothaarigen. Ja, wir können mal testen, ob Zombies auf Seelenlose losgehen. Oh, heute haben wir schon close to the edge, Alter. So, Bart lang passt, aber deine nix gegen Pralin-Squad, aber stockschwulen, kurzen Hosen, Alter, da krieg ich wieder einen Schlaganfall. Hut! Wir können einen Baseball-Cap aufsetzen. Nein, das mag ich nicht. Brille, Lesebrille. Brille, gib mir eine normale Brille, Alter. Ja, das schaut gut aus. Typ 1, ja, schwarze. So, Weste. Gib's mal ein Tanktop. Hemd haben wir nicht. T-Shirt. T-Shirt langärmelig. Ja, nein, T-Shirt nicht langärmelig. T-Shirt mit Streifen. Ja, gestreiftes T-Shirt ist gut. Opa, merci für den Zwickel. Wir waren jetzt mit, was? Bad Hauben, Franz. Ich muss jetzt kurz nachdenken, was das ist das ist mit Sicherheit irgendwo. Ein Wortwitz drin, den ich gerade nicht verstehe. Ja, Opa, da muss ich noch mit drüber nachdenken. Wahrscheinlich stehe ich gerade auf dem Schlauch. So, Hosen, Jeans-Shorts. Deine Mama ist ein Jeans-Shorts oder lange Jeans-Shorts. Okay, das Einzige, was noch schwuler ist, wenn ganz kurze Hosen haben, so 3/4 Hosen. Habe ich das schon mal irgendwann gesagt so? Habe ich nicht, gell? So, nein. Jeans-Shorts, nein, ganz schlimm. Hose. Nein, das ist ja, warum ist das? Was ist das wieder für enge Hosen? Das schaut aus wie eine verdammte lange Unterpumpe. Was ist das? Gib mir mal da eine Jeans dann. Ja, geht doch. So, Schuhe, Sneaker, nehmen wir lieber Schuhe. Typ 2, die haben braun. Ja, wir schauen aus wie eine normale Person. Mit Knie am Kopf. Ja, wir haben brutal. Alter, wir haben brutal, Alter. 7-Achtelhosen. Ja, das sind die guten. Die guten 7-Achtelhosen sind immer die guten. Ja, Alter, wir schauen mal blendend aus, Alter. Was möchtest du mehr im Leben? Jetzt geben wir uns noch ein sauberes schwarzes T-Shirt und unsere Säcke, die machen wir pink. So, wenn wir es kennen. Oder machen wir unser T-Shirt auch pink? machen wir es über grün. Tarnen wir uns. Weste, Tanktop, machen wir auch grün. Wo ist denn eigentlich die Weste? Die sagen oben eine Weste, ich sehe keine Weste. Machen wir das weg. Oh.
Jetzt haben wir für wirklich 5 vor Food Lab bei Franz, gell? Es gibt so wenig Möglichkeiten in diesem Charakter-Editor und trotzdem ist wahrscheinlich das Beste vom ganzen Spiel. Scheißegal. Tanktop, weiß mit Senfpfleg, so leicht gelb, so leicht beige, so leicht abgefuckt, so. Ja, das schaut gut aus. Ja, das stimmt, Sprengen, das stimmt. Noch ein Senfpfleg hätte ich geschaut. Aber das glaube ich, das werden wir uns abschminken können. So, Tanktop, lassen wir drin, Hemd, ziehen wir Hemd da. Formelles Hemd. Kurzarmhemd. Gib mir ganz normales T-Shirt jetzt. In Franz, bist das du? In weiß gibst mir ein weiß T-Shirt, schaut gut aus. Dann da die Song, lehnen wir uns zurück und fangen an. Ich sag's euch, wie es ist. Ich habe relativ wenig Ahnung von dem Spiel. Ein paar Sachen, so Grundlagen kenne ich ja. Pommes Nudelkuh! Durchfall, Dieter, warte. Wir leben nicht lang. Wir haben noch mehr Optionen, glaube ich, um uns Namen auszudingen. Bussi aufs Nussi, merci dir. Oh, the music is getting intense. Hey, mit was für einem Instrument macht man diesen Sound? Weiß das jemand? Ist das ein Kontrabass, ein ganzer, weiß ich nicht. Was ist denn das? Weiß ich nicht. Um zu überspringen, bitte hier klicken. Ich mag nicht überspringen. Hier gibt's da Intro, das habe ich mir noch nicht angeschaut. Was? Ein Cello. Cello kann sein. Cello? Muss ich mal googeln. Hernach habe ich noch Bock, Cello zum Lernen. Ein geiler Sound. Ja, wie hier klicken, was muss ich nicht überspringen? Ich sehe überhaupt nichts. Okay, so, wir drücken mal auf Pause. Ducken. Überlebende können sich nun hinter Wänden und Zäunen ducken, um ihre Sichtbarkeit zu reduzieren. Du kannst währenddessen immer noch joggen. Okay, toller Tipp. So, da sind wir nun. Wer hat harte Sims-Vibes? Ja, also ich habe schon harte Sims-Vibes. Mit dem haben wir unsere Charakteranzeige, die haben wir mal da oben. Das sind unsere Skills. Ja, es gibt da allerhand Dinge. Das Interface ist ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig. Das ist eigentlich immer noch genauso beschissen wie vor 8 Jahren. Aber ich glaube, die Steuerung ist bei weitem nicht mehr so clunky, wobei ich das nicht mehr weiß. Ja, das habe ich das letzte Mal vor 8 Jahren gespielt, keine Ahnung, und das ist auch nicht lang. Ja, man sagt da seine Gesundheit und wenn du Verletzungen hast und so. Dann sagst du deinen Schutz anhand von deiner Kleidung, die du hast. Also sehr extremst detailliert, wenn man das so sagt. Linke Hand, rechte Hand, Unterarm, Oberarm, bla 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 bla. Dann Temperatur am ganzen Körper, an jeder Körperstelle. Das Pipperl ist auf alle Fälle mit Isolierung 1,62 unterwegs. Das passt. Und was gibt's noch? Ah ja, die Temperatur-Debug. Okay, das ist wahrscheinlich wieder der Beta-Phase. Dann, lest mir doch da einmal. C. Left Alt, Left Shift ist Joggen. Okay. Was haben wir noch für tolle Tipps? Was ist das mit den Tipps? Nein, Zombie, Überlebenshandbuch, neu, Wetter. Nebel, Stürme und Schnee machen die untote Bedrohung noch schwieriger. Zieh dich warm an. Ja, da schauen wir gut aus mit unserem nockerten T-Shirt. Fahrzeuge bringen Überlebensvorteile. Es gibt mittlerweile auch Fahrzeuge, das ist neu, aber sie machen auch Lärm. Ein röhrender Motor wird Horden aus großer Entfernung anziehen. Ich glaube, bis bei mir das erste Fahrzeug am dabei geht, und weiter. Sagen wir Überlebenshandbuch, geschicktes Plündern. Das geordnete Sortieren deines Inventars spart dir viel Zeit und oft auch dein Leben. Alles klar. Lebensmittelvergiftungen sind nicht lustig. Ja, bla bla, der übliche Scheiße, das werden wir schon herausfinden. Ich bin Pro-Gamer, ich brauche kein scheiß Tutorial heute einmal. So, da sind wir nun. Wir stehen jetzt da, man kann das Spiel pausieren und auch ein bisschen schneller ablaufen lassen. Alles, was ich weiß, ist, dass das ganze Gedöns hier gepflegt ein Tag in Echtzeit 1 Stunde ist. Wenn du die Zeit normal ablaufen lässt. So, da herum haben wir das Inventar, das in meiner Umgebung ist, ja, wo ich halt gerade hinkomme, zum Beispiel das Bücherregal da, das leicht da gerade schon orange, was kann man jetzt noch anklicken und so. Und da muss ich erst einmal reinkommen. Es gibt so viel Scheiße, oder? Bücher, du kannst Bücher lesen. Kochen für Anfänger. Ist gleich schon mal was wir brauchen können. Dann auf der linken Seite, das ist unser Inventar. Ich hoffe, dass ihr könnt das verschirmen. Ja, das ist eigentlich schon sehr angenehm. Ich tue das jetzt einfach mal ganz da rechts um und das tue ich da um. Wir haben einen Gürtel, wir haben einen Schweinsbronzschlüssel. Brille, Gürtel. Was ist denn das da? Warum habe ich da einen Gürtel? Und da habe ich noch einen Gürtel. Kann ich den... Verstehe ich nicht. Sollen wir den da umziehen? Verstehe ich auch nicht.
Ah, ja. Oh. Okay, Leute, es geht los. Es geht los. Wir können uns mit WASD bewegen und dann kommen wir einfach mal, wir starten einfach irgendwo. Jetzt haben wir da. Da ist auf alle Fälle mal ein Fernseher, was ich im Video schon gelernt habe, den kann man mal ganz leise dran. Das ist einmal das Allerwichtigste. Und man kann während dem Fernsehen schauen, was lernen. Klick mal auf Einstellen. Kochen plus 12,5. War das jetzt gerade ernst? Kochen plus 12,5. Da schau ich mir Skill mal kochen, da wollen wir gar nicht kochen, Alter. Then get yourself a pot of water. Add it in, bring it to boil and add some egg. Bell pepper, onion and potato. Kochen Level 1, Alter. Pro-Gamer durchgespielt. Hab ich die Ehre. So, jetzt pass auf. Ich weiß nicht, wie lange dass wir das anschauen können. Währenddessen, glaube ich, können wir sogar ein Buch lesen. Haben wir nicht sogar so ein Buch für Anfänger? Jetzt pass auf. Dann gehen wir jetzt mal dahinter. Was das nämlich bringt, jetzt pass auf, Kochen für Anfänger, das ziehen wir jetzt mal da ins Inventar. Jawohl. So, dann sitzen wir uns da davor her. Auf dem Boden sitzen. Warum ich mich nicht auf Couch sitze? Rechtsklick, weil es nicht geht. Und schauen wir das. Have you tried new Orange Light Pop? Ich habe keine Ahnung, was wir die sagen wollen, aber wir lesen jetzt einfach einmal dabei das Bier hin. So. Und dann müssen wir eigentlich irgendwann, da steht dann glaube ich sogar dabei, Seitenanzahl, 1 von 220. Also du kannst anstatt nichts tun, immer mal ein Buch lesen und lauter so und lauter mal so Sachen. So, warum ich das jetzt gerade tue? Aus den Videos habe ich den super tollen Tipp gekriegt, dass zu bestimmten Uhrzeiten bestimmte Fernsehprogramme laufen und die irgendwann nimmer laufen. So, draußen geht die Zombie-Apokalypse ab, was der mal mir sitzt man da und lest man. Lesen war schon immer schlecht, Kinder. So, eigentlich geht es aber um was anderes in dem Spiel. Jetzt hören wir auch wieder auf, weil offensichtlich der Fernseher nichts mehr tut. Was wir aber deren Geräteeinstellung, mir schalten wir den Fernseher auf alle Fälle einmal aus. Denn dieses, wie soll ich sagen, lockt Zombies an. Und sicher nicht, werden wir hoffentlich nicht so schnell sehen. So, da ist ein Bad, da können wir auch mal reinschauen, was ist da so drin? Eine Pinzette, okay. Da haben wir schon reingeschaut, da ist noch so ein Gürtel. Habe ich jetzt eigentlich gar keinen Gürtel mehr? Oder wie? Doch, kann man mehrere Gürtel anziehen? Anziehen. Nö. Na gut. Dann schauen wir wieder zurück. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Schwierigste zum Mitkommen. Das da links ist immer das Inventar, was ich persönlich dabei habe, was ich persönlich dran kann. Das Gewicht da herum ist wichtig und das ist quasi der Loot in meiner Umgebung. Ja, jetzt zum Beispiel dieses Bücherregal oder da kann ich umschalten auf dem Boden. Da ist aber momentan nichts, darum Regal. Schauen wir mal in die Küche, was da so los ist. Im Ofen ist nichts drin. Da haben wir eine Dose mit Mais. Eine frisch umgekocht tote Maus. Ja, die isst man mal lieber nicht. Was hat die in den Küchenschrank drin tut, weiß auch der Teufel. Was haben wir da? Dose mit Mais, noch mehr eine tote Maus. Nein, ich mag ja das da. Ein Geschirrtücher. Was kann man mit dem Geschirrtücher tun? Weiß ich nicht. Sich abtrocknen. Ich bin ja gar nicht nass. Ich bin nicht nass. Egal. Kühlschrank, frische Weintrauben. Was haben wir da oben? Kaffee, Dosenöffner ist nicht schlecht, habe ich schon gelernt. Zuckerstange. Passt. Buttermesser. Buttermesser hört sich doch gut an. Mit dem kann man mal auf alle Fälle das Zustechen anfangen. So, jetzt haben wir Buttermesser in der Hand und jetzt haben wir brutal. Dann gehen wir da noch rein. Haben wir 2 Betten. Schatten in Augen-Make-up. Kann man mit dem was tun? Ja, tatsächlich. Make-up. Was kann ich jetzt tun? Körperregion auswählen. Augen. Make-up auswählen. Krähe. Oh, leck, jetzt haben wir Mettler! Rote Streifen. Oh, ist auch gut. Ist auch gut. Die Kriegsbemalung, Alter. Ja, Tarnung ist gut. Schmierst mir ein wenig eine Tarnung ins Gesicht. Streifen. Football. Ja, ich nehme Tarnung 2, oder? Anwenden. So. Und du siehst schon, einen Scheißdreck gibt's in dem Spiel. Mit jedem Mist kannst du irgendeinen Mist machen. Wer ist da wieder? Zirngibi! Außer jetzt mit dem Schweinsbraten und draufhauen! Mit was? Ich hab bloß ein Buttermesser, jetzt chill! Project Zomboid ist Krieg! Oh, Schuhe. Was haben wir noch? Es gibt Hunde? Wir haben Schrotflinten! Ja, easy, durchgespielt, Alter. Aber Schrotflinten können wir nicht brauchen. Wenn wir mit Luft schießen, kommen 1000 Zombies. Was wir aber da können ist, Vorhänge zuziehen. Ganz furchtbar wichtig. Wenn ich mich von draußen nicht Beine schaut, dann sagt er noch einen Schweinsbraten noch beim Schleidern. Hey, wir haben da echt Hunde? Seit wann gibt's denn Hunde? Gibt's da Viecher? Keine Ahnung.
Jetzt schleicht man uns einmal aus, würde ich sagen. Also wir stehen da schon da wie ein Picke. Wir haben da ein kleines Heisel. Ist jetzt nicht der Teufel, ist nicht brutal. Wir merken uns einmal, dass da auf alle Fälle ein Schrotflinten erinnert. Und dann sehen wir schon. So, auf C ducken wir uns einmal und dann schauen wir mal. Oh, da ist der erste Zombie-Sepp. Da ist der erste Zombie-Sepp. Und wenn die da so ein... Oh, da ist ein gefressener Zombie. Schau dir das an. Schau dir das an. Da ist noch irgend so ein Dings, was ist das? Oh, ein Schupfer. Schau ihm hin. Ein Hammer und ein Handfunkgerät, Alter, das geht und Zigaretten, da rauchen wir erstmal eine. So, es benötigt Feuerzeug. Da ist sogar ein Feuerzeug, ist gleich dabei, Alter. Glauben wir zusammen, Zigaretten glauben wir zusammen, rauchen wir erstmal eine. Erstmal eine rauchen. Erstmal sauber abquatzen. Erstmal abquatzen, Alter. So, wahrscheinlich haben wir instant süchtig. Kinder, Rauchen ist schlecht. Aber wir nehmen natürlich den Hammer mit als verdammte Waffe. Also Auspuff haben wir noch, Fachzeitschrift für Metallbearbeitung 2 und ein Handfunkgerät. Was wir immer mit dem durchkennen, ich habe keine Ahnung. Es gibt einen Multiplayer-Modus in dem Spiel. Und jetzt sage ich einfach mal, sagen wir Roman... Oh. Wir sollten vielleicht da mal... Oh, scheiße. Oh, shit, Alter. Ja, okay. Die kriegen wir aber hin. Die kriegen wir hin. Die locken wir jetzt da ums Eck und dann da schlagen wir es mit dem Hammer. To your face, bitch! Und dann, wenn es am Boden liegt. Oh, jetzt gibt eine Metal-Musik, gell? Project Zomboides Krieg! Da, oh. Ha! Umdroschen! Und. Ich hab mein Brüder aber gehabt! Du Mistsau! Ich mag nicht schon die ersten 5 Minuten sterben! Ja! Project Zomboides Krieg! Man kann die ja irgendwie umschubsen, aber ich weiß nicht. Und dann, wenn es am Boden liegt, gehst du hin und haust dann einmal eine Schelle. Kriegst du eine saubere Gesehen mit, du Mistmatz! Feuer zusammen jetzt! Jawohl! Alter, die hat ein Messer im Hax. Der Schlung. So. Haben jetzt da noch mehr sehen? Warum kommt jetzt auf einmal so ein Alles klar. Also wir haben offensichtlich ein bisschen Sprengischer schreibt da hinten keine Augen. Die hat uns jetzt voll sauber überrascht. Gell? Außerdem droppen die Loot-Kinder. So, schauen wir mal. Armbanduhr. Dann sehen wir nämlich über spät, das ist 12 Uhr Mittag. Ein Brieföffner, den nehmen wir mit. Da kann man ein Speer draus bauen. Das habe ich letztes Mal, das habe ich beim ersten Mal spielen schon gesehen. Und dann haben wir lange Socken. Da machen wir jetzt Kleidung zerreißen, damit wir ein paar Bandagen dabei haben. Rechtsklick drauf. Was haben wir jetzt da alles? Kochen für Anfänger, Buttermesser, Brieföffner. Dann können Sie sich gleich wieder sparen. Was haben wir da alles sehen? Jacke, Bloody, T-Shirt. Bloody, fuck you, Bloody! Bloody Bastard, Bloody! Fuck you, Bloody! Fuck you, Bloody! Ja, sonst haben sie nichts dabei. Da, der Hammer ist brutal, Alter. Der Hammer killt anders. Tanktop und da liegt mein Brühen. Die wisst ihr jetzt. Ich hab mein Brühen aber gehauen. So, haben wir Brühen schon wieder. So, gut. Jetzt schauen wir mal, ob da hinten, da waren noch ein paar so Zombie-Seppen, die haben unsere Gesundheit da, aber die der schlagen wir auch noch. Da gehst her, die der schlagen wir auch noch. Da gehst her. Hey, du. Oh. Hey, Sie. Komm mal. Kommen Sie mal her. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ja. Wenn er am Boden liegt. Sauber ein Schelleinruschen! Hast du was dabei? Ah, nur ein scheiß Armband. Für was, dass man Silberringe brauchen kann, weiß ich noch nicht. Aber jetzt hat der Schlang mir erstmal noch ihren. Das geht schon viel besser! Hammer ist wirklich gut. Ich hab's uns da mit dem komischen Küchenmesser am Rand da. Ja, so, der ist schon tot. Okay. Was haben wir da wieder? Sepp! Wir essen wieder einen Fünfer! Bussi aufs Nussi! Ruhe jetzt! Wir müssen mich konzentrieren, zusammen in 5 Minuten wieder hin! So. Ich hab gelernt, in die Videos, die ich studiert hab. Mach erst einmal deine Umgebung sauber. Da waren ein paar Zombies, die haben wir jetzt sauber erschlagen, sonst ist da rundherum nichts mehr. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Dann, Regel Nummer 2. Laufen ist schlecht für uns. Ich zoome da jetzt ein bisschen aus, in der Hoffnung, ihr kennt trotzdem was. Und jetzt schauen wir uns das andere Heisel da hinter mir an. Was ist da los? Kann man eigentlich sowas da looten? Was ist denn das da? Kann man da looten? Nein, irgendein Träger am Rand. Essen und zum Trinken brauche ich. Christi, da hast du absolut recht. Oh, da unten sind noch mehr ein paar. Oh, da können wir noch, da können wir noch. Das ist aus der Entfernung auch ein bisschen schwierig
zum Erkennen. Oh, jetzt haben wir sogar eine rote Digitaluhr. Schau dir das an. Da haben wir die Armbanduhr, die schmeißen wir am Boden, aber brauchen wir nicht, da haben wir bloß unnötig Gewicht dabei. So, jetzt sehen wir nämlich sogar, wie viel Grad das hat. 21,6. So, kann man von da unten jemanden... Schauen wir mal noch ein bisschen rundherum, was da so los ist. Was ist denn eigentlich mit dem aufgefressenen Zombie da? Was ist mit dem da passiert? Da haben sie einfach gegessen, Alter. Kann man den looten? Wieso kann ich den nicht looten? Ja, wir brauchen eine Handaxt. Sprenge, du hast du... Nein, Tony. Tony, du hast dieselbe Farbe, der Sprenge. Habe ich die fast verwechselt. Oh, vielleicht können wir sie her locker. Hey. Oh, 3 Zombies sind ein bisschen viel, gell? Ja, die ist... Oh, nein, Birger, sag's nicht. Das ist die Sängerin von Skunker Nancy, oder? Okay. Ab ins Gulag mit euch Spacken, Alter! Ah, da unten haben noch so viel. Sauer mit dem Hammer auf das! So. Und wenn sie am Boden liegen, gleich nochmal hinten rein, damit er Ruhe ist. So, jetzt schauen wir mal, was da oben los ist. Gizmodio! Hey, what language is this? Are you from Netherlands or Belgium? Nope, Lower Bavaria. Okay, noch mehrere Zombies killen. Und eine in das. Alle haben so eine Uhr dabei. Eine Zeitschrift. Was können wir mit der Zeitschrift? Stressreduktion und Langweilreduktion. Brauche ich nicht. Hau ab mit deinem Schund. Ich muss jetzt ins Haus einbringen. Da ist natürlich zugesperrt, das ist eh klar. So, jetzt kann man dort Fensterscheiben einhauen und sonstige Späße damit machen. Aber wir schauen jetzt erstmal rundherum, ob da noch mehr so eine Affen umeinander gucken. Ja, das schaut nicht gut aus. Ich weiß nicht, wie man anders in ein Gebäude reinkommt, außer die Fensterscheiben jetzt einzudreschen. Wir probieren das jetzt einfach. Kann man das mit Fenster einschlagen, auf dem Boden sitzen? Also es funktioniert so, auf diese Objekte, alles was da irgendwo ist, du kannst sogar auf die Mauer drücken, dann steht dort, du kannst es abbauen. Oder mit den Händen graben. Oder sonst irgendeinen Scheiß machen. Wir hauen jetzt die Fensterscheiben ein und hoffen, dass uns keiner hört. Dann, ganz wichtig, habe ich the hard way learned, zerbrochenes Glas entfernen. Wenn nicht, steigst du durch und schneidest dir den Popo, Alter. Durchklettern, okay. So, dann schauen wir drin. So, fürs Erste sind wir safe, Alter. Psuffene, was? Psuffene Uhus. Merci für den Zwickel. Habe ich ihre Biergebusse aufs Nuss in schöne Grüß aus Übs in Niederösterreich. Ich weiß, heißt das wirklich Übs? Ich kenne bloß ein Heftel, das so heißt, Alter. Und da hat's früher mal so Urzeitkrebse gegeben und die waren der Oberhammer. Psuffene Uhus, merci dir. So, jetzt, wir haben rechts oben Status anzeigen. Das ist auch so eine kleine Sache, wo ich zumindest schon mal die Hardware gelernt habe. Ich bin ein bisschen hungrig und ich bin etwas durstig. Das heißt, wir müssen was zum Essen und zum Trinken finden. Der Kräutersammler Literatur. Was kommt das? Lehrt Rezept pflanzliche Heilmittel. Noch nicht gelesen. Ja, dann liest man doch das. Wie viele Seiten hat denn das so? Ja, das dauert ein bisschen. Ja, du hast da neu wieder so einen kleinen Balken drüber. Ich hoffe, ihr kennt den im Stream. Den kleinen Mini-Balken da. Lasst mir jetzt einmal ein bisschen schneller laufen. Und dann haben wir ein neues Rezept. Das ist doch schon mal was. Dann haben wir einen Kochtopf, einen Stieltopf, da haben wir einen Haufen, einen Bräter. Wir haben einen Bräter. Dann müssen wir mal irgendwas zum Essen finden. Schon wieder Zigaretten. Ich soll den ganzen Tag rauchen. Speis sagt man nur Rauch. Oh, Zucker. Hunger -6. Fresst man einfach mal ein Backel Zucker weiter. Wo ist das? Und dann nehmen wir sicher selber mal den Dosenöffner noch mit. So, nice. Dann trinken wir mal da schnell was aus der Dings da raus. Und dann glaube ich, kann man, jetzt pass auf, trinken tust Wasser unbegrenzt. Man glaube ich kann, jetzt pass auf, Kochtopf, jetzt nehmen wir mal den Kochtopf primär ausrüsten, glaube ich. Oder kann man den einfach ins Inventar schieben, Stielkopf und einen Teekessel und den dann mit Wasser füllen. Weil, wichtiger Punkt, Befülle, nach einer Woche oder so wird das Wasser abgedreht. Und dann bist du gefickt. Darum stelle ich jetzt da überall so Kochtopf auf. Hashtag Topf! Und hoffe, dass ich weiß nicht, ob wir jemals überhaupt 7 Tage überleben, das werden wir sehen. Aber ich versuche das jetzt einigermaßen serious over zum Spielen. So, wir haben jetzt da den Kochtopf mit Wasser. Die Frage ist, kann man den irgendwie aufstellen oder so? Bevorzugung ausgießen, fallen lassen, Kochtopf mit Wasser. Den tun wir jetzt einfach mal oben. Wird das schlecht? Wird das Wasser da drin schlecht? Ich habe keine Ahnung, dann stellen wir es lieber in den Kühlschrank ein. Aber irgendwann nach einer Woche geht auch der Strom aus, dann gingen keine Kühlschränke mehr. Und lauter so ein Mist. Oh, frische Banane.
Nein, nicht die frisch ungekochte Maus. Banane! Banane! So, die hauen wir uns ein. Und währenddessen ein Kochtopf mit Wasser, Hängetopf und was haben wir noch gehabt? Ein Teekessel mit Wasser. Hauen wir alles da rum. Außerdem ist der Scheißdreck sauber schwer. Feuerzeug, Dosenöffner, Kochen für Anfänger, der Kräutersammler brauchen wir auch nicht. Werft man Boni, Buttermesser brauchen wir nicht, Brieföffner behalten wir uns einmal noch und die Digitaluhr anziehen. Anziehen am linken Handgelenk. Ich weiß nicht, was das für einen Unterschied macht, aber das ist mir jetzt auch wurscht. So, was haben wir sonst noch in dem Bunker da drin? Sonst gibt es da nicht viel. Es gibt einen Fernseher. Wir können mal den Fernseher einschalten. So, hier, Geräteeinstellung. Lautstärke 2 und dann gehen wir mir auf Life and Living einstellen. Oh, schön. The Caramel Flan Latte. Brand new at Seahorse Coffee. Refreshing, filling. The pick me up your craving. There's no better way to start the day. Doubt. Welcome to Seahorse Coffee. What can I get you today? Was ist das? One Caramel Flan Latte. Oder wer möchte einen Flan Latte? Coming right up. Was ist das? Sie sehen Woodcraft. Ihr One-Stop-Shop für Heimwerker. Das ist gut, das ist gut. Da lernen wir nämlich, jetzt pass auf, Fähigkeiten. Da lernen wir nämlich Tischlerei, glaube ich, wenn wir uns das anschauen. Die haben uns einmal auf dem Boni sitzen. You like floors? I like floors. What the fuck? Take your hammer and smash the floor. The floor is lava. Looks kind of nice like that, huh? Know what else is good for practice? Nail it. A sign. Write whatever you like. Hunt at work, maybe. Was Hunt? Tischlerei, Level 1. Völlig for free, das beste Leben, Alter. Tomorrow we're taking off the training wheels. Und dann, we go full retard. Door frames, here we come. Woodcraft-Musik. Woodcraft! Ich bin jetzt so gern, das war so geil, wenn es so einen echten Sound geben hat. So, Fernseher wieder ausschalten, haben wir es auch was gelernt. Level 1, Tischlerei. Nice. Besuchen News, merci für den Euro. Seitscheng, merci für den Euro. Habe die Ihre Bürger mal spricht. Yps, einfach Yps aus. Haut schon hin. Hashtag Zombies-App. Kriegen wir eh. Trotzdem hat Yps, war das Yps-Heftel der geilste Scheiß. Fun Fact des Tages. Spitz an der Donau ist kein Pornotitel, sondern ein Ort in Österreich. Das war der langweiligste Pornotitel jemals, Alter. Wenn, dann... Was kennt man für einen tollen Pornotitel an der Yps mit Gimmick? War brutal, Alter. War brutal. So, da haben wir noch einen Raum. Okay, das schaut gut aus. Waschen. Jetzt gehen wir uns waschen. Trinken wir mal noch mal was. So, waschen wir mal. Waschen wir mal unsere Kleidung. Oder wir haben ein Dreckpapier Pflack. Schau uns an. Schau uns an, wir haben ein Dreckpapier Pfui Teufel, Alter. Komm mal aus dem Klo dringen. Werde ich ausprobieren. Nein, aber man kann sich waschen drin. Und ja, man kann da außen dringen und sich drin waschen. Nice. Ja, Alter, in der Apokalypse, da muss man auch mal über seinen Schatten springen und nimmt Scheiß ausbauen. Hilft nicht. So, waschen. Die Socken. Was für Socken, Alter? Ich hab doch, was für Socken, Alter? Was für Socken, Alter? Wieso, Alter? Ich hab doch gesagt, wasch alles und dann wasch du alles bis auf die Socken. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wasch die Socken, Junge, und dann waschen wir uns noch selber. So, selber waschen ist gut. Ich hab so das dumpfe Gefühl, wenn man die ganze Zeit das Blut von den Zombies an sich hat, dass man irgendwann eine Infizierung oder krank wird oder sonst irgendwas. Was auf alle Fälle, was ich schon mal cool finde, soweit bin ich noch nie gekommen, dass wir Tischlerei auf Level 1 haben und Kochen auf Level 1. Bloß weil wir Fernsehen geschaut haben in der Apokalypse, Alter. Beste Leben, Alter. Mr. Gizmodio, welp, thanks for the quick chat, folks. I'm gonna see myself out as I understand every 100th word in here. I don't think so. That was for. Stay safe, Zomboides. Stay safe, Mr. Gizmondo, and have a nice day. Bye-bye. Tschüss, we say tschüss, bye-bye. Kugelschreiber. Oh, Lunchbox. Ein Lunchbox ist ein Behälter. Das heißt, dann gehen wir in unsere Hände nehmen, können wir da dann Sachen drin lagern. Ja, tatsächlich, schon hin. Da ist ein Apfel drin! Da hat irgendein Kind sein Apfel nicht gefressen! Das ist das Beste, was uns passieren kann in der Apokalypse, Alter. Wie viel kann das lagern? 12. Und 0,2 ist drin. So weit bin ich noch nie gekommen, ich hab noch nie einen Behälter gefunden, Alter. Schau hier, jetzt rennen wir mit der Leine. Oh, da machen wir gleich wieder zu. Nicht so viel Gaudi machen, Birger. Dann springen wir da hinten wieder ganz seelenruhig aus und dann schauen wir erstmal rundum.
Okay, da oben haben wir mit 3 Zombies. Okay. Da hinten stehen 2. Jetzt möchte ich natürlich noch in dieses Haus. Ich möchte in alle die Häuser da rein. Die Frage ist, oh, die haben zu viert. Fuck. Hab ich die jetzt... Oh shit. Okay. Ich fürchte, wir haben unser Schicksal besiegelt. Schauen wir mal, was sie machen lässt. Komm mal nicht. Jetzt warte mal. Finden wir die da herin nochmal. Vielleicht kann ich die Tür als meinen Vorteil nutzen. Schnell wieder zu. Schnell wieder aus. Schnell wieder zu. Gehen wir die da, wo hatten die hin? Jetzt erschlagen wir sie. Jetzt haben wir es getrennt. Von der Gruppe getrennt, Jay. Jetzt muss aber ein Scheller drehen mit. Parfüm, kann man das ja nicht mehr. Nein. Das nehmen wir nicht hier. So, jetzt Sneaky Peek ums Eck. Was sind denn alle? Ich höre doch da schon wieder irgendjemand nochmal ansteuern. Na, dann schlagen wir sie noch. Schau dir das an. So, wer kommt jetzt da? Ja, kommt's noch alle einzeln. Einzeln könnt's alle daherkommen. Das war knapp. Ich hab da schon wieder noch jemanden. Ja, genau. Das kannst du immer sauer vergessen, du Mistmatz! So, erstmal rundum schauen. Haben wir eigentlich irgendwelche Kratzer? Nein, gar nichts. Warte, uns hat noch keiner bissen. Und da liegt der Hut! Den nimm ich. Nimm den Hut. Nimm den Hut! Ich will den Hut! Anziehen! Schirm nach vorn! Oh, kommen wir sogar nach hinten rein. Dann sieht man unser Knie nicht. Schick. Schau mal! Schau mal aus für ein 4-jähriger Schulbub, der gerade in die Schule muss, Alter. Was zur Hölle? Wo ist der Schulbus, Alter? Okay, machen wir weiter. Ab in die nächste Bude. Schauen wir erstmal rein. Okay, schaut gut aus. Zerbrochenes Glas entfernen, ganz wichtig, sonst können wir unseren Splitter Glas aus dem Arsch rausziehen. So, durchklettern. Nice. So, dann haben wir wieder im Fernsehen. Der macht wahrscheinlich wieder riesen drum Gaudi. Geräteeinstellung, ausschalten. Wichtig. Haben wir ein Bücherregal, was haben wir da? Fischen für Fortgeschrittene. Können wir noch nicht lesen. Ich glaube, wir brauchen ein Anfängerbücher. Tischlern für Experten. Schau dir das an, aber wir haben auch noch keine Experten. Wir haben erst Level 1. Ja, wenn wir schon mal da sind, dann trinken wir noch mal schnell einen Schluckerl aus dem Scheißhaus. Gibt's da sonst nichts herin, oder was? Da ein Dosenöffner, Buttermesser, Gabel, Tasse leer. Da findest du noch weniger Loot wie in der IC, Alter. Was ist denn da eigentlich los? Oh, da gibt's einen Haufen Zeit. Oh, da schau ich. Dose mit Bohnen, alles in die... Ab in die Lunchbox. Ab in die Lunchbox. Was haben wir da? Frisch ungekocht Speck. Speck kann ich nicht liegen lassen, den müssen wir mitnehmen. Frische Zitrone, die haben wir uns mal rein. Gewürzgurken, ab in die Box. Ab in die Box. Was haben wir da wieder? Zombie Express, mehr als wieder €1. Niemand, Schweinsbraten. How do you do, fellow kids? Da musst aber weit im Meme-Game drinstecken, dass du den verstehst, Alter. Fischerschein-Time. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, Leute, weil da passieren nur wieder schlimme Dinge, wenn ich da jetzt nicht aufpasse. Ich ziehe jetzt mal meinen Loot ein bisschen da rum, damit ich mehr sehe. Okay. Ja, okay. Ja, gibt es nicht recht viel mehr zum Holen, dann gehen wir ins nächste Heidel. Machen wir die auf, dann wissen wir zumindest grob, hoffe ich. Ich habe keine Ahnung, ob säubert man so ein bisschen die Nachbarschaft. Ja, da steht noch ein Zombie umeinander. So viele Zombies sind da gar nicht. Wie gestern einmal so eine halbe Stunde gespielt habe, die 2 Spiele war ich sofort hier, da waren überall 100.000. Ja, da schlagen wir gemütlich. Nix da, du grabst nicht her. So, was ist da drin los? Nix. Zerbrochenes Glas entfernen. Und übrigens, da liegt da am Boden dann hinter dem Fenster so ein Glasl dort. So zerbrochene Glassplitter halt. Und wenn man auf den hier umeinander geht, dann macht das einen Haufen Gaudi. Schlecht. Was haben wir da? Butter! Oh, frischer Schinken, Alter. Nimm da mit den ganzen Schund. Was passt denn da eigentlich noch rein? Schon ein wenig was. Ja. Kriegen wir schon. Was ist mit dem Schinken, Alter? Wieso geht der Schinken, passt der Schinken nicht mehr rein, oder was? Nimmst du das so mit? Nimm den Schinken! Schinken ist wichtig. Dann trinken wir da gleich mal was. Improvisierte Zeitschaltung.
Werkzeugkasten und ein Schraubenzieher. Was ist das? Gewicht 2,1. Fassungsvermögen 8. Gewichtsreduktion 15. Was bedeutet das? Das ist besser wie unsere Lunchbox, Alter. Sekundär ausrüsten. Und wo ist jetzt unsere Lunchbox? Die haben wir jetzt quasi auch dabei, die Lunchbox. Ja, aber scheiß doch auf die Lunchbox. Da haben wir die Lunchbox oben. Dann kann man dann in die Lunchbox reinschauen. Und das zeigt er aus da, oder was? Lunchbox. Na, Fachzeitschrift für Ingenieurwesen. Oder was war denn das? Da ist ein Faden drin. Der hat einen Schraubenzieher noch mit dazu rein. Fachzeitschrift für Ingenieurwesen nehmen wir auch mal mit. Und unsere Lunchbox, die steckst du auch mal rein. Steck die Lunchbox rein, wird schon passen. Leni! Bussi Nussi! Merci für den Euro! Darfst du mich nicht so ablenken, Leute. Geh mich doch eh keinen Stecker nicht aus, was ich da tue. Schau aus, als deine, wisst was ich da tue. Wir reden umeinander und schalten Fernseher aus rein. Geräteeinstellung, einschalten. Wie spät ist? Schauen wir mal. Life and Living. Einstellen. Psst, macht bloß ein Psst. Psst. Motzog, sind wir schon gestorben? Nein, wir leben noch. Wir haben aber auch erst im 3. Haus. Kopfkissen, Socken, können wir alles nicht brauchen. Das ist Mist. Aber, also, aus meiner Pro-Gamer-Erfahrung heraus weiß ich zum Beispiel, dass man eine. Nochmal noch. Scheiß Karen, Alter. Sollen wir abhauen? Haben da noch mehr solche Zigeuner hier hinten? Oder die haben hinterm Zaun. Oh, die Jacken, die der auch hat, gefällt mir. Also College-Jacken, die holen wir uns. Die holen wir uns. Da gehst du her, Mats. Ja, habt ihr schon. Hat er mich schon. Siehst du das? Hat er mich schon, der Grippe, der. Lockt man ein bisschen daher, damit der andere nicht kommt. Und dann haben wir ihm einen Bimbus ein. Immer sauer auf den Bimbus auf! Hat er nur so gleich sauber geworfen. Ein Freundschaftsarmband hat er auch noch, das brauchen wir nicht. So, jetzt schauen wir mal, Schutz. Ja, genau, mit der Jacken kriegt man dann schon vor Bissen und Kratzern so ein bisschen Protection, also ein bisschen ein Schutz und so. Schott nicht. Fähigkeiten lassen wir einfach mal so auf, ist wurscht. So, nächste Bude, da schauen wir jetzt gleich mal rundherum, ob da... Fahrzeug, oh ja, wir haben auch noch verräumen. Oder sie, das wissen wir nicht so genau. Zweimal auf dem Dates. Und den Bund an den Schädel reingehauen. Kreditkarten! Die glaube ich, die bringt's natürlich voll. Weckerstell, Digitaluhr zerlegen. Ach, mit dem Schraubenzieher kann man die Digitaluhren zlingen. Ja, bitteschön. Was krieg ich dann Tolles? Krieg ich dann was Tolles? Hab ich jetzt was Tolles gekriegt? Nein, ich hab noch immer Zigaretten. Schraubenzieher, der haben wir da einer. Schraubenzieher, Faden. Ich weiß nicht, für was wir einen Faden brauchen, aber ist ja wurscht. Nee, wir schauen schon ganz gut aus. Haben wir schon ganz gut dabei. Also jetzt einmal. Schauen wir mal, ob wir da reinkommen. Das kann man normalerweise aufmachen. Ist zugesperrt. Nein, ist nicht zugesperrt, ist aufgegangen. Durchklettern. Ja, machen wir Vorhänge zuziehen. Vorhänge gleich mit zuziehen. So, passt. Schauen wir mal in den Schrank rein, was da so drin ist. Tanktops, Schrottkack, nix. Bad. So. Essen. Wir brauchen mehr Essen. Und irgendein Gebäude, was man. Jetzt gibt's. Alter, da haben wir Werkzeugkasten. Gib dir. Schraubenzieher, dann nehmen wir gleich mal einen zweiten mit. Ein Rohrtang. Du Egot, gib mir mal die Tang her. Nägel. Holzhammer. Ich weiß nicht, ob wir einen Holzhammer brauchen, aber den zweiten Hammer nehmen wir auf alle Fälle mit. Und eine Hacke, Alter. Brudi, jetzt ist die Achterbahn. Jetzt gibt's hier Fett aufs Fressbrett. Was haben wir? Hammer. Ausziehen. Nein, nicht ablegen. Hammer. Ab in die Box. Was haben wir da? Fachzeitschrift braucht keine Sau. Faden braucht keine Sau oder den Scheiß weg. Ich weiß nicht, ob er es braucht oder nicht, aber... Geht der Hammer nur mal in den Werkzeugkasten rein. Gut, dann halt nicht. Hammer, Rohrzangen, Schraubenzieher nicht. Dann nehmen wir die Lunchbox raus. Dann wir gleich ein bisschen Inventarmanagement betreiben. Hier, blub, Brieföffner. Blub, Zigaretten, Werkzeugkasten, Lunchbox passt auch, die nehmen wir so mit. Lunchbox nehmen wir so mit, aber wir haben leicht überladen. Leider, wir haben leicht überladen. Jetzt müsste man vielleicht irgendeine so Art Base finden oder irgend sowas. Ich weiß es nicht, aber wir nehmen auf alle Fälle immer das Hacke da. Beidhändig. Und jetzt haben wir halt massivst überladen, gell?
haben wir halt massivst überladen. Das ist natürlich gar nichts und das bedeutet schwer beladen. Wir verlieren sehr schnell, wie soll ich sagen, an das isst man jetzt gleich mal. Paprikaschoten frisst man auch gleich mal hinten rein. Wie nehmen wir das jetzt? Wir brauchen irgendeine Art Base, wo wir das Zeug ein bisschen einlagern können. Ich habe aber da noch nichts wirklich Brauchbares gefunden. Schau mal, das sind alles so kleine Häuserl da. Was möchtest du mit dem Scheiß? Waren wir da oben eigentlich schon drin? Gehen wir systematisch eins nach dem anderen durch. Sprint jetzt da ein bisschen. Dann glaube ich, die Dinger da kann man glaube ich auch looten. Ich weiß nicht, was da drin spawnen kann, aber irgendwas Besonderes glaube ich. Ja, jetzt brauchen wir das Glas abstellen. Dann steigen wir mit durch. Da liegt viel Kohle umeinander. Was ist das alles? Buch, Elektronik, Jagdzeitschrift 1. Was haben wir da? Geschirrtuch, frisch gekocht Hammel. Chips, Brause. Hau mal eine! Hau dir die Brause ins Fressbrett, Alter, und Chips, Alter. Chips und Cola! Kann man brauchen. Kann man brauchen, hat noch nie geschaut. Das hat noch keinem niemals jemals irgendwas geschaut. Dose Pilz, ja, das ist alles so viel Zeug zu messen. Müssen wir alles mitnehmen. Aber wir müssen es auch irgendwo dann einlagern, aber ich weiß nicht wo. Wir brauchen eine Base. Wir brauchen irgendein Gebäude mit einer Base. Kopfhörer, Stift rot. Was haben wir da? Auch nichts. Wir müssen irgendwas. Chips und Cola, Chips und Cola, Chips und Cola, Chips. Gehen wir mal weiter uns. Was da los? Da haben sie Tier eingehauen oder was ist da? Da ist ja zuerst nichts los da drin. Zuerst nichts los. Kabel, Backform, nix. Dose mit Bolognese. Es ist übrigens mittlerweile 21:40 Uhr. Die Musik ist unfassbar traurig, Herr Sepp-Spieler. Ich weiß nicht, was da los ist, aber ich glaube, wir werden uns jetzt da einmal in das... Oh! Die da unten gefallen mir überhaupt nicht. Die gefallen mir da unten überhaupt nicht. Gehen wir lieber wieder zurück aus. Wie man mit einem Auto da umeinander wurstelt, habe ich auch noch nicht rausgefunden. Was sind das für Zimmer-Wohnklohäuser? Ja, um ehrlich zu sein, frage ich mich das auch, die habe ich so auch noch nicht gesehen. Okay, da ist zu. Alter, die Muse! Was ist mit Musik, Alter? Die wollen, dass ich mich freiwillig umbringe, so wie das hier. So, wie weit waren jetzt die Horde da weg? Okay, da schlagen wir mal, die nehmen wir mal als Hacke. Ist der jetzt schon hier? Der ist ja schon hier, oder? Ah, wir haben ja zu überladen. Wir müssen irgendein Zeug. Schleichen wir uns mal davor, schleichen wir uns mal da oben. Schleichen wir uns mal oben zu. Und schauen wir mal, ob wir eine Bude finden. Es ist 22:10 Uhr und da die sagen, sitzen wir uns auf der Couch, lesen wir noch ein Buch. Und dann schlafen wir mal unten und dann reden wir am nächsten Tag weiter. Ein bisschen weiter rauszoomen, damit wir da die Chernobyl-Viecher sehen ein bisschen. Da unten ist auf alle Fälle schon mal ein Fenster eingeschlagen, das ist schon mal gut, da kann man einfach so rein. Er müsste man halt umbringen da. Oder die Musi ist massiv sad. Ohne Rucksack geht da gar nichts. Ja, das stimmt. Aber einen Rucksack habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Oh, da steht sogar jemand drin. Da gehen wir jetzt mal nicht rein. Ich lasse jetzt einfach mal die Musik wirken. Okay, da haben 3 Zombies. Jetzt schlagen wir erst sie da herunten. Da war der Hammerfall schon besser, gell? Brauchen wir nicht schmerzen. Oh Gott, oh mein Gott, da haben 15 unten. Schnell gehen wir. Oh oh. Mistakes were made. Okay, jetzt schleichen wir uns da ums Haus rundum. Hoffen wir einfach, dass uns keiner sieht. Dann gehen wir in dieses Haus da oben auf. Oh mein Gott, da haben auch so viel. Okay, sneaky. In dem Haus müssen wir bleiben, da müssen wir uns verschanzen.
Jetzt wird's eng. Leider jetzt wird's eng. Die, wenn uns jetzt neu rennen, haben wir ein Problem. Ich weiß nicht, ob der auf ist. Ist nicht auf. Das ist gut. Vorhang zuziehen. Vorhang zu. Haben wir dort Vorhang zu? Nicht aus Versehen Fenster einschlagen, nein! Was ist mit dem da hinten? Was ist mit dem da hinten? Hausschlüssel! Den nehmen wir mit. Was haben wir da sonst noch? Bleichmittelflasche leer. Die kann man, glaube ich, auch mit Wasser füllen, wenn man nicht alles täuscht. Nimmst du mal. Was haben wir sonst noch? Am Boden liegen noch welche, glaube ich. Hälfte nehmen, alles nehmen. Ja, das schaut gut aus. Da auch wieder Dosenfuhr daher rein und was weiß ich. Ich weiß jetzt auch nicht, wenn wir das mal sagen. Frisch umgekocht Lachs, Zucchini. Hau das rein! Zucchini in die Goschen! Ja, keine Ahnung, bunkert man uns einmal da ein. Ich weiß es auch nicht. Hat das Ding einen zweiten Stock? Ich hab keine Ahnung. Was haben wir da? Handfunkgerät, Radio, wieder ein Schraubenzieher. Kann ich jetzt nicht brauchen. Da haben wir aber viel stärker wie das scheiß Hacki. Ich weiß nicht, was da los ist. Was war da? Oh, Vitaminen. Vitamine, wenn wir eins aus der ISI gelernt haben, Vitamine sind brutal. Zeitschrift. Haben wir da ein Bett? Ah, ja, schlafen die am Boden oder was lernen die? Oder ein paar Tage oder ein Bett drin, hab ich nicht aufgepasst. Oder ein Klo. Den wir auf alle Fälle mal trinken. Oh, dann stehen da draußen 2 Zombie-Seppen. Da machen wir lieber die Vorhänge zuziehen. So, tschüss dann. Da machen wir wieder zu. Hören die Zombies, wenn man die Tieren zuhaut? Ich hab keine Ahnung. Eine Backform. Wir sind aber sehr schläfrig. Jetzt glaube ich, hauen wir uns mal ins Bett ein. Jetzt machen wir da wieder zu. Vorhänge zuziehen. Na, damit da nichts feiden. Dann gehen wir mal in die Falle. Gehen wir mal in die Falle hinein. Schlafen? Willst du wirklich jetzt schlafen? Ja. So, ich habe keine Ahnung, wie lange das wir schlafen, aber es soll sehr, sehr wichtig sein, dass du immer, wir sollen sagen, so viel Ausdauer zur Verfügung hast, wie es geht. Weil sobald du Ausdauer verlierst, wenn du zu viel trockst und so weiter und so fort, dann haust du nicht so stark zu wie normal. Und darum werden wir mir jetzt noch mal einiges da irgendwo in einen Schrank einrammen, weil sonst kommen wir da nicht mehr klar. So. Also, Bleichmittel brauchen wir nicht. Kochen für Anfänger brauchen wir nicht. Dosenöffner brauchen wir nicht. Elektroschrott brauchen wir nicht. Kann man eigentlich in die Lunchbox da reinschauen? Lunchbox, was haben wir da? Ein Haufen Essen, das rammen wir in den Kühlschrank ein. Sagen wir mal, das ist unser Base dabei. Ist ein Wurscht dabei. Den ganzen Scheiß brauchen wir ja jetzt noch gar nicht. Wir wissen ja, wo er ist. Nehmen wir alles da um. Jawohl, die Lunchbox selber auch. Als Behälter nehmen wir unseren Werkzeugkasten mit. Wir müssen unseren Loot weiterkriegen. Ich höre da draußen auch schon wieder Dose, frischer Schinken. Umrammen. Vitamine, Getränkedose leer auf den Boden schmeißen. Unser Hacke. Weiß ich nicht, was ich da davon halten soll. Primär ausrüsten, unseren Werkzeugkasten. Was haben wir da? Der wiegt halt schon auch ein wenig was, gell? Das scheiß Hacke. Das scheiß geschissene Hacke, Alter. Das, weißt du was, das werfen wir jetzt da am Boden her. Und dafür nehmen wir unseren Hammer, den wir da unten mal in die Schnellleiste. Geht das in die Schnellleiste? Ja. Das ist unsere Primärwaffe, Alter. Der Hammer war der Hammer. Der Hammer war der Hammer. Werkzeugkasten, der wir auf... Kann man nirgendwo hin tun. Dann werden wir das da sekundär ausrüsten. So, dann haben wir immer unseren Werkzeugkasten dabei. Wir haben aber auch nicht so viel Platz, dass wir jetzt da irgendwo uns aufführen. Wir haben Zigaretten, die haben wir um. Was haben wir Neues für einen Scheiß? Collegejacke, wilde Socken, T-Shirt, Tanktop. So viel haben wir eigentlich gar nicht. Sollen wir mal... Nein, räumen wir unseren Werkzeugkasten aus. Weißt du was? Für was haben wir die kleinen Schupfer da? Da tun wir das Zeug in die Regale rein und dann passt es. Dann schaut das zauberhaft aus. Jetzt pass auf, machen wir so. Da haben wir das Hacke um und Nägel, Hammer. Schneller! Da war jetzt das Perk wieder toll, dass man schneller Sachen hin und her schieben kann. Schraubenzieher. Kann man da nicht einen nehmen. Ich hätte gern bloß einen.
Handfunkgerät zerlegen, Radio zerlegen, was man nicht alles kann, was für ein Radio und was für... Was wiegt denn so ein Schraubenzieher? 0,4. Ja, das ist mir schon zu viel. Wir kriegen jetzt da einen... Ah, den kann man aufklappen und dann kann ich das Ganze nur mitziehen. Oder wie? Ah. Ja, okay. Sehr genehmigt. Aber einen Schraubenzieher nehmen wir nicht. Was haben wir sonst noch? Vitaminen. Nehmen wir mal Tabletten einnehmen. Freilich hat er mal ein paar Vitaminen im Gesicht, wenn wir eins aus der Sie gelernt haben, dass Vitamine total overpowered sind. Feuerzeug, breit aber auch nicht, steigt die Atome. Und dann haben wir wieder ordentlich Platz, um was mitzunehmen. So, unsere Reise geht fort. Schaust aus wie ein Oldschool-Hip-Hopper, das stimmt. I like big butts and cannot lie. Other words can't deny. So, ich bin mir nicht so sicher. Oh, hab ich da jetzt wieder Zombies attracted? Okay. Okay. Taktischer Rückzug. Taktischer Rückzug. Oh. Ich hab das dumpfe Gefühl. Dass jetzt der richtig Stress gibt. Hinten brechen sie noch nicht ein? Okay, passt. Okay. Music is getting intense. Oh, beide umgeschubst. Das ist natürlich gut. Ein bisschen die Neighborhood clear. Oh, die haben schon hin. Die klopfen. Oh, wie viel werden das sein? Sollen wir Abflug, Kinder! Bandage anlegen, Stofffetzen. Und dann verziehen wir uns da. Ich weiß zwar nicht wohin, aber wir verziehen uns. Hopp, hopp. Abflug. Hoffen wir, dass da vorne keine... Oh, da ist was. Oh, da ist. Ein einzelne können wir schnell weg tun. Ja, kein Stress. Okay, wir sind leicht panisch und wir haben durstig. Aber jetzt haben wir nicht mehr panisch. Jetzt muss ich schauen, da war auf alle Fälle einer. Ich möchte da rein. Da war ich noch nie. Da möchte ich rein. So. Schütze, bloody. Hier schon wieder irgendwo Zombies dahergerannt. Ja, hinter mir. Das ist das Fatale an dem Spiel. Du siehst halt die Leute hinter dir, nicht? Das ist echt mies. Okay, ich hätte da Leute klopfen. Gibt es da kein Fenster, wo man mal reinschauen kann oder so? Wahrscheinlich haben da 25 Zombies drin. Oh, Music ist intense. Die Musik ist so intense. Okay, da sehe ich nichts. Da sehe ich ja nichts. Da haben die da in dem kleinen Ding drin. Flori! 10 ist 2 und du weißt das! Hol dir ein paar Weizen, guter Mo. Ein paar... Ja, ich bin auf der Suche, Alter. Ich bin auf der Suche. Oh, komm rein. Merci, Alter. 10 ist 2 und du weißt es. Pussy aufs Nussi. So, ich hätte da Zombies drin, aber ich weiß nicht, wie viel. Eine. Hammer zusammen! Hat's denn schon? Das war jetzt wieder dumm und risky. Oh, jetzt haben wir aber Zeit gefunden. Sollen wir da unser Base einbauen? Ich weiß es auch nicht. Schau mal hin. Käsenudeln habe ich da schon wieder gesehen. Erdnussbutter, Schokolade, Senf! Senf, Alter! Wenn es in der Zombie-Apokalypse verdammter Senf abgeht, dann ist er Ruhe. Haben wir Chips. Aber was zum Trinken brauchen? Habe ich da nicht gerade eine Brause gesehen? Ich habe da sogar eine Brause gesehen. Reis und ein Teebeutel, Käsenudeln. Oh, lecker, jetzt hätte ich echt Bock auf Käsenudeln, Alter. Käsenudeln werden jetzt echt geil. Erdnussbutter. Wo waren die Brause? Was gibt's da? Speck schon wieder. Das Ding da soll ja so wichtig sein. Kann man den nicht bauen, abbauen?
Kommt, den hat man doch irgendwie mitnehmen können oder so. Eis am Stiel im Kühlschrank. Bauen, Wände, Holzrahmen. Ne? Da was drin? Kasse, Geld. Super wichtig in der Zombie-Apokalypse. Frischer Lauch. Ich fries mich selber. Lololol. Ja, der Lauch macht auch einiges gut. So, was haben wir da sonst noch? Eine Wassermelone. Na gut, das ist so eine Art Supermarkt, den merken wir uns auch einmal. Da gibt es einen Haufen Essen und Zeug und Klump drin. Ich hab da gerade irgendwo Brause gesehen. Wo waren die Brause? Brause! Ich will die Brause! Das war Käsenudel. Erdnussbutter, Schokolade, Chips. Den habe ich wieder verschaut, glaube ich. Da meine ich, habe ich mich wieder verschaut. Aber was wir mal da könnten, ist jetzt, pass auf. Jetzt nehmen wir die Wassermelone und das ganze Essen und werfen wir es in den Gefrierschrank da rein. Weil mich nämlich interessiert, wenn wir da wieder vorbeikommen und dann müsst ihr mich daran erinnern im Chat, ob wir nachschauen können, dass das Zeug dann gefriert. Das würde mich interessieren. Ob das so funktioniert. Ein Müllsack. Oh, ein Behälter. Gewicht 0,1. Fassungsvermögen 20. Alter, das Ding ist ja voll brutal. Ist da was drin? Nö. Sekundär ausrüstung. Schau so. Da geht 20 rein. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Verdreckte Bandage. Müssen wir uns wieder Stofffetzen umbinden, damit da nichts passiert. Und dann schleichen wir uns wieder rundum. Hey, irgend so Arschloch hat mir das Kappe runtergerissen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo wir weitergehen. Wo gehen wir weiter? Auf jetzt zu. Ich kenne doch die Map nicht! Da sind ein paar so Zombie-Seppen noch. Und da vielleicht hinter der Mauer noch welche. Da sagt man auch, wie so schlecht da. Wenn wir die zwei da nicht herziehen, dann werden wir das zerbrochene Glas entfernen. Oh, das haben sie gehört. Oh, das haben sie gehört. Müssen wir es da schlagen. Dann müssen wir es leider Gottes da schlagen. Au! Beiß mich nicht durchschlagen. Ja! Das gefällt mir so gar nicht. Jetzt bleib liegen! Was hat denn der da? Der hat mich gekratzt! Am linken Oberarm der Huren! Stofffetzen! Grütze, fix nochmal. Da passt du kurz nicht auf, dann hast du sofort wieder einen... Ja, super, da war aufgewehen. Da war einfach aufgewehen! Oh Mann! Eine erste Tasche, Gürteltasche, anziehen. Gürteltasche, so eine Bauchtasche. Das habe ich Touristen im Ausland gern dran. Und Babs vor allem. Und dann sämtlichen Scheiß da rein. Fassungsvermögen 3. Das ist aber nicht viel. Und eine Handtaschen. Fassungsvermögen 8, Gewichtsreduktion 40. Gewichtsreduktion ist schon krass, da die ist 40 und beim Müllbeutel ist plus 10. Was ich dir sag, scheiß auf den Müllbeutel, Alter. Scheiß auf den Müllbeutel, den nehmen wir, den schmeißen wir am Boden, den nehmen wir die Handtaschen mit. So schaut's aus. Sekundär ausrüsten. So, jetzt reden wir mit der Oma Taschen umeinander. Frische Banane, können wir uns mal einhauen. Was ist da? Geringfügige Schmerzen. Und Durst haben wir auch. Aber messen wir doch gerade eine Banane wieder. Was haben wir da drin? Dosenöffner, nein, nix. Elektrotechnik für Anfänger, das nehmen wir mal mit, das nehmen wir mal in die Handtasche hinein. Was haben wir da drin so? Nix, aber wir könnten mal unser Gewand waschen. Hol das Zeugs aus! Was? Schrammstein, was meinst du mit hol das Zeugs raus? Was geht mit der Muse? Ich weiß nicht. Ich schwitze schon von der Muse. Hol das Zeug aus dem ersten Haus und dann verbunkerst du im Supermarkt. Meinst du, dass das besser ist? Aber da ist keine Wasserquelle nicht. Wenn, dann muss ich mir ein Haus suchen irgendwie.
Ich mir jetzt ein doppelstöckiges Haus, wo oben ein Schlafzimmer drin ist. Und dann hole ich das Zeug. Das wäre was. Dramatische Streiche intensiviert. Es ist 20 nach 9, ich möchte mich verarschen. Ich bin doch... Alles klar. Stimmt, und eine Flinten haben wir auch noch. Das stimmt. Aber eine Flinten ist ganz furchtbar dumm. Das habe ich beim ersten Mal auch festgestellt. Du machst einen Schuss und dann kommen sie alle. Oh, es ist 12 Uhr Mittag. Da kommt normalerweise irgendwas im Fernsehen, glaube ich. Da kommt schon wieder was im Fernsehen. Sechst das. Was ist das? I love walk and rolls. Das ist schon wieder kochen. Lernen wir mir da schon wieder kochen. Ja! Haben wir mir ein Bier hier dabei? Haben wir kein Bier hier dabei? Ich weiß nicht, ich bleibe jetzt einfach mal da stehen und schaue, was mit dem Kochen passiert, was mit dem Kochen-Skill, keine Ahnung. Meine Bandagen wechseln, ja, das kommt dabei durch, das stimmt. Wird das geschrieben? Der Delana und Kathi. So, Stoff. Ich habe nur eine schmutzige Stofffetzen, das ist nix. Das heißt, wir müssen schnell unsere... Oh, Woodcraft, wir müssen schnell... Hilft nicht, ich muss Woodcraft schauen. Am Boden setzen. Da können wir uns... Au, Tischlerei 12 plus 12,5. Oh, ist aber nicht viel. 150 brauchen wir da für Stufe 2. Wir haben bei 25 XP. Da rentiert das Fernsehschauen aber schon, gell? Flinten als Backup? Ja, die holen wir schon. Die lassen wir nicht liegen, oder? Rechts neben dem Supermarkt war ein doppelstöckiges Haus. Steffi, wie schön aufpasst. Da werden wir gleich mit zurückmarschieren. Aber jetzt müssen wir uns die Fernsehsendung leider noch kurz anschauen. Dann kann ich vielleicht auch mal in den Chat einschauen. Da glaube ich, habe ich heute noch gar nicht reingeschaut. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich weiß nicht warum, aber das Spiel huckt mich wie Hölle. Was sagt ihr zum Spiel bis jetzt? Es passiert ja nicht viel. Es wird wie sie irgendwie. Ich weiß es auch nicht. Hinter jedem Haus kann was Neues sein. Ich weiß nicht. Chat ist wichtig, das stimmt. Wer macht das Fernsehprogramm, wenn alle Zombies sind? Es sind ja noch nicht alle Zombies. Also nach den Videos, wo ich gehört habe und nach den Anfängertipps, das wird von Tag zu Tag weniger. Also weniger Fernsehen, weniger... Was auch immer das jetzt war, ich glaube, das war, bis ich der Fernseher ausschaltet. Geräteeinstellung, ausschalten. So. Du sagst, rechts neben dem Supermarkt war ein doppelstöckiges Haus. Dann schauen wir da rein. Das sagt er. Okay, da haben ein paar Zombie-Seppen. Läuft Maus unten. Wo rechts? Da? Oder ach, das da unten. Ja, okay, hab schon gesehen. Chill, aber dann gucken da wieder Zombie-Deppen umeinander. Meininger, merci für den Euro. Reichlich spät, aber habe ich... Hat mich der gesehen? Ah, scheiße, die haben mich alle drei gesehen. Oh shit, die haben mich alle gesehen. Na gut, müssen wir uns da mal kurz hinterm Heisel verstecken und hoffen, dass uns verlieren. So ein Ziegelhaus, ja, ich hab's schon gesehen. Frau Steffi, ich hab's schon gesehen. Jetzt müssen wir uns bloß schnell von den Zombies da verdüdeln. Die Frage ist, es ist ein bisschen schwierig da, sich zu orientieren, wo die hier rennen, wenn... So aus der ISO-Perspektive. Was denn die da unten eigentlich? Das Auto richten. An die Psuffer. Schön rausgemacht haben's die Zombies. So, schauen wir da mal. Ja, da hinten guckt da noch, den können wir auch umbringen. Jetzt machen wir da mal wieder so. Gekratzt, infiziert. Wie infiziert? Den hat's aber schnell gepatzt, gell? Hat der Zombie das jetzt gehört? Scheiße. Müssen wir uns Bandagen machen aus irgendwas. Zauberne Bandagen, ne? Umschubsen ist offensichtlich das Beste. Der ist noch nicht mehr hin! Jetzt ist er hin. So. Socken. Kleidung zerreißen. Alles. Nein, nicht alles. Schmutzige Stofffetzen. Beijing, da kommen wir wieder nicht. Kruzifix, ich brauche Stofffetzen für meine Socken. Kleidung zerreißen. Eine. Haben wir jetzt da Stofffetzen? Ja. Verdreckte Bandage. Normalerweise kann man die Bandagen
Flori! Was lernen wir jetzt da draus? Ich hab nicht aufgepasst, ich muss Zombies da stehen. Warte, ich schau gleich. Grüezi Alpha, du sagst doch, dass ich beschäftigt bin. Da schau ich seit einer Dreiviertelstunde nicht in den Chat rein, was du dir her? Wirf mir 50 Kammern an! Du besoffener Da! Zerreißen! Kann man die Hosen eigentlich auch zerreißen? Ja, zerreiß die Hosen, brauchen wir ein paar so Bandagen. Grüezi! Flo! Ligan Nummer 2. Nein, noch haben wir nicht gar nicht. Flori! Ich trigger jetzt nochmal. Ist das in Ordnung? Sogar mit Sound. Flori, merci dir. Ich weiß nicht, was ich zu einem 50er sagen soll. Weizen für ein Boa-Rausch rotes Herz. Abo. Weiß ich nicht, von einem 50er kaufen wir 2 Kasten. Das muss, wenn das nicht für einen Vollrausch gegangen, weiß ich nicht! Was ist mit dir? Immer diese Floris, Alter. Bussi aufs Nussi, merci dir. So, jetzt bringt man in dieses Haus ein und das wird unser Base. So schaut's aus. So schaut's aus. Oh, da drinnen sind Zombies. Ich hör's hauen. Ich hör's zuhauen. Da liegt Blut am Boden. Was ist da so ein schmaler Gang hinten? Treppen, okay. Scheiße. Ich bin infiziert worden, schon wieder. Werden wir jetzt da langsam ein Zombie oder nicht? Oder ist es eigentlich schon vorbei? Was hat der Zombie für ein Problem da oben? Und vor allem, wieso sehe ich den erst 5 Sekunden bevor ich um bin? Du Arschloch! Alter, wie viel Glück, dass du spielst, das ist eigentlich mit ihm los. Hoodie, Bloody! Bloody! Was da? Bloody! Bloody, Mother... Bloody! Alter, das ist voll die Luxusbude da herum. Da hätte ich auch wollen. So, vorhin zu erzählen, haben wir unser Base schon gefunden, Alter. Haben wir unser Base schon gefunden? Schau dir das an. Was haben wir da? Dosen mit Hundsfutter. Frise, du, da kenn ich nix. Was haben wir da? Backformen, Kochtopf, alles. Schau dir das an. Tu den Topf her. Der wir gleich was sein. Teekessel. Jawohl, da gehst her. Stofffetzen reinigen. Alle, den wir mal reinigen. So, befüllen. Alles füllen. Endlich Topf, Alter. So, wir haben unser Base gefunden. So schaut's aus. Jetzt war's noch geil. So, jetzt pass auf, die stellen wir auch direkt da unter die Tränke rein. Kochtopf mit Wasser. Teekessel mit Wasser. So. Wenn das nicht gut ausschaut, dann weiß ich auch nicht. Was haben wir da? Elektrotechnik für Anfänger. Haben wir ein Bücherregal da? Das werden wir alles gleich sauber zusammensortieren. Was haben wir da? Kochen, Fachzeitschrift, Kochen für Anfänger. Jawohl. Können wir alles brauchen. Können wir alles brauchen. Schwein, rote Digitalo, Handtaschen, bla 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 bla. Schaut gut aus, schaut gut aus, schaut gut aus. So, unseren Werk, da haben wir da einfach herum. Das wird wahrscheinlich ein Bad sein. Oh, ein Luxusbett haben wir auch noch. Schau dir die so. Lange Säcke, alles. Da ist alles da. Da ist alles da. Vorhänge zuziehen. Schaut gut aus. Machen wir zu. Was haben wir da? Noch ein Schrank. Was war da? Eine E-Gitarre in Blau! Was kann ich mit dir tun? Zuhauen, möchte ich sagen. Warum, Leute? Servus. Warum? Was ist denn jetzt? Warum? Flori, Blackpin, alle anderen. Was ist denn jetzt kaputt eigentlich? Black Queen, Black Pain wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Warum? Danke. Was? Schwitze direkt. Namen lese ich zum ersten Mal, Alter, 40 Euro sind 2. Dankeschön. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dankeschön. Und Servus zurück. Das ist ein bisschen selbst wieder ein bisschen Angstschweiß ist dabei, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt wirklich. Verdreckte Bandage, die ist aber so schnell verdreckt. Ich glaube, mir blutet man da auch ganz schön und die ist infiziert und ich weiß nicht, wie wir das jemals wieder gut hinkriegen. Die haben beide infiziert. Super. So, jetzt pass auf, ich glaube, ich friese jetzt einmal ein paar Vitaminen. Tabletten einnehmen. Gibst dir mal ein paar Vitaminen und dann holen wir unser Zeug aus der alten Bude und da herin verbunkert wir uns. Wir nehmen so viel mit, wie wir können. Dann sag ich dir, was ist. So, Vitaminen. Da haben wir alles beieinander. Schau dir das an, was wir alles haben. Haben wir da. Da haben wir gleich mal unsere Lunchbox rein.
So, Lunchbox, schmutzige Stofffetzen, da können wir mal drauf scheißen. Seki schmeißt man am Boni. Leid. Jetzt wenn du auch noch anfängst wieder. Herr Pfeffer, ich hab die nicht vergessen. Das ist noch halbwegs human für dich. Wie geht's, wie steht's? Pfeffer, merci dir für deinen 15er. Bussi aufs Nussi. Bei dir sag ich nichts. Dir hab ich's glaube ich schon 40 Mal gesagt. Aber merci dir. Merci dir. Wie geht's, wie steht's? Eigentlich ganz gut. Der Schweinsbraun steht da wie ein Picke. Der trinkt jetzt erst einmal einen Schluck. So, Stofffetzen nehmen wir mal reinigen, dann waschen wir uns einmal sauber. Ich weiß nicht, ob man Wunden waschen kann. Waschen, ja, den wir mal alle Kleidung waschen, weil das wird auch nicht recht sehr förderlich sein für irgendwelche infizierten Wunden. Auch wenn eine Bandage drauf ist. Vielleicht verdreckt dann die Bandage eher. Weiß das jemand? Keine Ahnung. Hat irgendjemand das Spiel schon mal öfter gespielt? Keine Ahnung. Es ist fast eine Frechheit, dass das so unbekannt ist, um ehrlich zu sein. Das ist ja bloß einmal die Spitze des Eisbergs, was wir da sehen. Da kann man Base bauen, man kann landwirtschafteln, man kann was weiß ich was mal sagen. Man kann Fahrzeuge wieder zusammenbauen und reparieren und. Und richtig übel wird es erst so nach 1-2 Wochen, glaube ich. Jetzt sehen wir da mal ein bisschen die Geschwindigkeit ein bisschen nach vorne, damit es ein bisschen schneller hergeht. Da, so. Dann waschen wir uns einmal noch selber. Herr, was der jetzt gesagt? Warum? Sie spinne du. Gut, das ist vorhin okay. Herr Austrian, ich weiß nicht! Leute, bitte stop it. Please. Please stop it. Can you stop it? Aber dir brauche ich es auch nicht sagen, weil du hörst sowieso nicht auf. Du hörst sowieso nicht auf. Herr Austrian, as always. Danke. Bussi aufs Nussi. Ich hoffe, Sie fühlen sich einigermaßen bespaßt. So, da ist ein Regenwurm. Der Regenwurm, wer kennt ihn nicht, in der Apokalypse, der Regenwurm im Kühlschrank drin. Kann man machen. So, jetzt laden wir noch unseren Werkzeugkasten ab. Haben wir da nicht so was wie... Kann man nicht irgendwie nehmen? Kann man da nicht... Was ist denn jetzt da? Nehmen? Enthält Gegenstände. Wie kann man da nicht irgendwie... Jetzt pass auf. Platzieren, drehen, demontieren. Demontieren. Werkzeug, Säge, Gartensäge, Breiter. Nehmen? Ach, weil das Ding Gegenstände... Okay, das mag ich jetzt schnell ausprobieren. Jetzt pass auf, mit der wir das jetzt... Das werfen wir jetzt einfach alles da vorne. Und jetzt kann ich das da nehmen. Was bitte? Oh ja, ich kann es tatsächlich nehmen. Und jetzt? Alter, da ist gerade geschossen worden. Stell das scheiß Regal wieder hin! Wer hat da geschossen? Kann man aus dem Fenster ausschauen? Ey, ich krieg einen Vogel, ich sag das, wie es ist. Ausschauen? Da oben haben wir Mühe umgehauen. Oh, was essen müssen wir noch schnell. Gehen wir noch mal auf, müssen wir noch mal schnell was essen. Und dann können wir mal schnell einen Spurt hinlegen. Jetzt essen wir mal was eine frische Ananas hauen wir uns rein. Hauen wir die Ananas rein und am Abend gehen. Und dann holen wir mal unser Zeug. Oh, Bandagen, ja. Schön aufpasst, wer war das? Der Highlander. Wahrscheinlich schon ein paar andere, ja. Hey, da gibt's doch keine anderen NPCs, die schießen, oder? Also keine Ahnung. Die Bandagen, die werden ziemlich schnell dreckig, muss ich sagen. So, jetzt machen wir nochmal einen Sprint. Schauen wir mal. Oh, da haben 3. Okay. Meinst du, wenn wir das Haus überhaupt noch mal finden? Gehen wir oben rum. Was hat denn der da oben für ein Problem? Oh, da haben wir welche. Das wird gar nicht so einfach da. Ich weiß jetzt auch nicht, wie wir das machen. Scheiße. Ja, okay, muss man sneaky machen, hilft nicht. Oder mir erschlagen wir die da herunten, ich weiß es auch nicht. Haben wir mir gut ausgeruht, ich hab keine Ahnung. Alter, wieso haben die sofort so... Alter, Pro-Gamer. Jetzt wird aber die Musik massiv intens, Alter. Dann schleichen wir uns jetzt hin und schlagen wir einen Schelle. Kurzer Spaß.
Also ich weiß nicht mehr, wo meine Bude war. Das sagt er eigentlich hin. So ist, was ich weiß. Ja, zweimal eindreschen und umhauen. Zweimal eindreschen und... Oh, der lebt noch. Zweimal eindreschen und dann umschubsen. Das war bis jetzt das Beste. Da waren wir auf alle Fälle nicht drin, das weiß ich. Kann man das dann nicht mehr wegmachen? Alles nehmen? Wieso bin ich jetzt? Muss ich jetzt oben zu oder auf zu? Okay, ich weiß nicht, da haben wir schon wieder einen Zombie, der erkennt. Wenn sie so einzeln kommen, dann feiert sie nichts. Ja, zweimal ins Gesicht gehauen und umgeschubst. Ja, immer ein Loot checken. Immer ein Loot checken. Ja, nachher hat da noch jemand was Gutes dabei, wer weiß das schon. Links von mir jetzt, auch mir, sehr schön aufpasst. Oder was sauber. Der hat aber sauber einen auf den Dates gekriegt. Ja, da schaut's doch gut aus, oder? Oder was ist denn das da? Ich weiß doch nicht. Okay, das schaut nicht gut aus. Ah ja, aber an das Auto erinnert ich mich. Noch eins weiter, glaube ich. Da schleichen wir jetzt einfach und hoffen wir, dass sie uns nicht sehen. Das sehen wir jetzt gleich. Ohne Sprinten, ohne Laufen, ohne alles, geht schon. Geht eben schon. Schauen wir mal, war das Gebäude da? Ich weiß nicht, ob das Autogebäude war. Nein, war es nicht. Da haben wir überall noch Glasscherben in die Dings drin. Da war es, glaube ich. Da haben wir auch schon ein paar erschlungen. Ja. Oder was war das die Bude da? War das unsere Stadtbude? Kochen für Experten, Landwirtschaft, bla bla bla, den ganzen Scheiß brauchen wir nicht. Schauen wir mal da. Ah ja, da waren wir auf alle Fälle. Faden, Fachzeitschrift für das und das, Gabel. So. Da haben wir nichts abgeladen. Was? Stadtbude war größer. Ja, das war dann war so eins weiter oder da oben. Ich glaube, die da war's. Da haben wir auch die ersten Zombies erschlagen. Gehen wir jetzt einfach weiter, das sehen wir jetzt gleich. Ah ja, da haben wir überall Zombies erschlagen. Kriegen wir schon. Ja, da haben wir die auflassen, das ist ein guter. Schauen wir mal, wir hätten es einfach am Boni werfen sollen, wir müssen jetzt nicht jeden Scheiß durchsuchen. Das war aber auch nicht unser Stadtbude. War das unser Stadtbude? Niemals, da habe ich das Zeug nicht. Hm? Nein. Müssen wir noch eine Straße weiter, schreibt der Pickle Rick. Gehen wir noch eine Straße weiter. War aber nicht da unten, oder? So, bevor wir weiterkämpfen, Bandagen entfernen, wer immer das gerade entdeckt hat. Schön gesehen. Langsam werden auch wahrscheinlich unsere Stofffetzen wieder ausgehen. Was das? Müssen wir weiter aufhören. Ich weiß es nicht. Gehen wir hin da? Ja, das passt. Ist aber auf den Kopf aufgestiegen. Den kriegen wir auch. Das da? Ja, jetzt haben wir wieder beieinander. An das komische lilane Ding da erinnere ich mich noch. Ah, das ist unsere Stadtbude. Das ist das hier. Schuhe. Ja. Entlade Doppelaufschruffeln, beidhändig ausrüsten, reparieren, anbringen am Rücken. Jawohl, da räumen wir jetzt alles aus, was da ist. Das nimmst du alles mit. Jawohl, Schuhe brauchen wir nicht. Zur Not können wir auch da noch mal schlafen, das ist ja wurscht. Dann ins Bücherregal, Kochzeitschrift. Nimmst mit, Metallverarbeitung nimmst mit, Erste Hilfe nimmst mit. So, das ganze Essenszeug, wahrscheinlich außer die Dipf mit Wasser und so. Dose Mais, das mit Pfeffer und Salz mit. Jetzt haben wir da drin Geschirrtür hin. Dosenöffner, Zucker, Zuckerstangen,
Weintrauben frisch. Nehmen wir mal mit. Buttermesser, Dosenöffner, Tasse leer, brauchen wir alles nicht. Haben wir da sonst irgendwas Tolles gehabt? Auf alle Fälle, die Schoflünden ist da, erinnert einmal das Wichtigste. Dann trinken wir da was. Dann werden wir unsere Stofffetzen reinigen. Hört sich gut an, hört sich gut an. Bandage wieder. Schick gesehen, Leute. Ich hoffe, dass das infiziert wieder aufhört. Das war schon nicht so schlecht. Ah, und dann haben wir draußen so einen Schupfer gehabt. Da bagelt man auch noch alles ein, was wir finden. Was haben wir da? Zigaretten, Auspuff. Dann müssten wir ein bisschen was in die Handtaschen einkriegen, damit das mit dem Gewicht besser hinhaut. Schachtel mit Schrotpatronen. Zucker. Ja, da drin wiegt das Zeug quasi weniger. Kochzeitschrift, so viel wie eingeht. Alles, was irgendwie eingeht. Stofffetzen, Metallverarbeitung. Und schon haben wir nicht mehr überladen. Das ist schon mal sehr gut. Da passt immer noch einiges rein. Können wir da noch was mitnehmen? Ja, nimmst du mir noch das Handfunkgerät, nehmen wir mal noch mit. Wer weiß, für was man das brauchen kann. Und die Fachzeitschrift für Metall, bla bla. Nimmst auch mal mit. Ein Werkzeugkasten, kriegen wir den da rein? Nein, kriegen wir nicht. Hätte mich aber auch gewundert. Ja gut, das ist jetzt nicht so tragisch. Kriegen wir hin. Lies die Zeitschriften und lass sie liegen. Du hast nicht ganz unrecht, aber das dauert mir jetzt lang. Es wird nämlich jetzt dann gleich finster und dann haben wir ein Problem. Darum darf ich mich jetzt gerne in Richtung... Liegt da ein Autoschlüssel? Da liegt ein verdammter Autoschlüssel. Kann ich mit dem Auto davon? Chevalier Nayala Schlüssel. Was genau soll das heißen? Ich habe noch nie einen Fahrzeugmechanik bauen. Ich weiß nicht, was soll ich jetzt tun? Zertrümmern vor der rechten Tür öffnen. Was ist denn das für ein Auto? Rechtsklick, Fahrzeugmechanik, steht das dann irgendwo dort? Das ist komplett hin. Wie kann man das richten? Ausbauen. Oh leck, da kriegst du einen Vogel, bis du das Ding beieinander hast. Da kriegst du einen Vogel, bis du das Ding beieinander... Oh, da haben zu viele Zombies. Und irgendwo haben wir noch was einbunkert und das nehmen wir noch mit und dann schleicht man uns in den Supermarkt oder in unser Häusl zurück. Müssen wir jetzt aber ein bisschen sneaky sein. Bandage schon wieder. Ah, da liegt Zeug am Boden. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Oh, das ist aber ein Nein. Vielleicht sollte man einfach schluffen bis am nächsten Tag. Bin mir nicht sicher. Mal. Buttermesser. Ah, da Kochtopf mit Wasser und den ganzen Scheiß. Trinken wir mal was. Was liegt da am Boden? Buttermesser, Kräutersammler. Stofffetzen reinigen. Ja, schlaft man, oder? Machen wir die Tür zu. Das wird zwar wahrscheinlich nicht ganz... Ich weiß nicht, ob da noch was läuft. Da läuft nichts, oder? Nein. Schaut man am Fernseher aus, nicht, dass noch Zombies kommen. Dann, bevor wir mir ins Bett gehen, liest man noch ein Bier hin. Zeitschrift, haben wir mir irgendein Buch dabei. Irgendeins. Fachzeitschrift, Erste Hilfe für Fortgeschrittene, Kochzeitschrift 2. Liest man lieber mal Erste Hilfe für Fortgeschrittene, hä? Er liest auf alle Fälle, dann drehen wir mal ein bisschen auf. Ich raff das nicht. Ja, das ist unser Skill wahrscheinlich schlecht, oder? Es gibt einen extra Erste-Hilfe-Skill, Kampf, Schusswaffen, Überlebenskunst, Fischen. Wo steht's denn? Bin ich blind? Oh, rechte Hand kaputt. Das geht halt ziemlich schnell, dass diese Bandagen im Arsch sind. Kruzifix. Jetzt gehen wir mal da her. Was ist das? Szene? Haben wir nicht irgendeine andere Zeitschrift oder so? Kochzeitschrift. Lesen. Wo ist jetzt die Kochzeitschrift? Wie viele Seiten hat das Ding? Lass mal laufen. Fähigkeiten.
kochen. Was habe ich jetzt gekriegt? Habe ich da jetzt Skillpunkte gekriegt? Verstehe ich nicht. Wunde reinigen geht nicht. Nein, Kathi, glaube ich, geht nicht. Mina schreibt Sacra. Sacra was? Sacre bleu. Sakraten. Hey, Lache! Bevor du wieder ausflippst, 9:45 ist. Verdammte Scheiße. So, jetzt waschen wir noch unser Gewand, dann waschen wir uns selber, dann gehen wir schlafen. Und dann Verbandskasten im Auto, das ist eine gute Frage. Stimmt, ich kann ja einen Kofferraum aufsperren. Da schauen wir noch mehr aussehen. Aber erst, wenn es wieder hell ist, sonst haben wir gefickt. So, waschen wir uns einmal selber. Vielleicht hilft das was gegen diese Infektionen. Das war nicht schlecht. Und dann gehen wir da in den Schlafsaal und pennen wir eine Runden. Ist das überhaupt der Schlafsaal? Ja, sowas hier. Sehr trauriger Schlafsaal, aber das ist mir jetzt wurscht, mach die Tür zu. So. Und 22:30 Uhr, wir gehen schlafen. Jawohl. Haben wir auch schon so einen Perk, wir haben ein bisschen schläfrig. Oh, unsere Bandagen sind wieder dreckig. Müssen wir gleich wieder ausbessern. Oh, Bandage herunten, verheilt. Haha! Also kann die Infizierung wieder heilen. Gut, das war jetzt krass, also die beißen ja einmal, du bist infiziert, bist gefickt. Kannst du ja schießen. Es ist aber immer noch finster. Ich glaube, da haben wir nicht noch irgendeine tolle Zeitung, die wo man da liest, die Zeitung. Da, die liest. Da sitzt die hin. Machen wir ein bisschen schneller. Zeitung schon wieder gelesen. Was ist das schon wieder? Was hilft denn das eigentlich, wenn ich die mehrfach lese? Lehrt Rezept Brotteig herstellen. Bereits gelesen. Ja, super, dann kannst du wegschmeißen. Nein, du Zipfel. Schmeiß weg! Haben wir sonst irgendwas Tolles? Nein. Drauf geschissen. Gehen wir in der Finsternis. Mal die Umgebung checken. Dann gehen wir nochmal in das Auto auf. Vielleicht ist da doch noch irgendwas im Kofferraum drin. Schauen wir mal. Oh, scheiße. Zombie-Decken. Nein, da haben wir 2 Zombies jetzt tot. Nein. Nix da. Wir haben aber noch irgendwo einen Bunker gehabt, wo ein Haufen Zeug drin war. Da waren wir anscheinend gar nicht drin. Schön auszoomen, nicht, dass wir irgendwo in einen Zombie-Haufen rennen wie die Idioten. Da war, glaube ich, noch was, hä? Wenn mich nicht alles täuscht, Geschirrtuch, frisch gekocht Hammel. Nimmst du den Zucker mit? Geschirrtücher, haben wir alles. Haben wir da herin, Wachsmalstifte, ne? Schlafen Zombies eigentlich? Berechtigte Frage. Elektro-Jagdzeitschrift 1, Schlingenfalle herstellen. Die liest man, Alter. Das liest man. Schlingenfalle ist mit Sicherheit gut, da kann man mit Sicherheit Viech fangen oder so und dann kochen. Das sollten wir uns mal anschauen. Was haben wir jetzt da? Jagdzeitschrift 1, bereits gelesen. Schmeiß mal an. Erste Hilfe für Fortgeschrittene, können wir nicht brauchen. Ab in die Handtasche damit. Zucker, ab in die Handtasche damit. Wecker, Tagebuch, Geschirrtuch. Das war's auch nicht. Trinken war jetzt einmal wieder. Na, da wird rechts oben angezeigt, dass wenn wir was trinken. Wenn wir was trinken müssen, sagen wir es so. Ich würde sagen, wir machen uns, ich bin mir nicht mehr sicher, war es das Haus dann, wo wir was drin bunkert haben? Ich hab doch. Oh, da ist ein Zombie herin. Müssen wir gleich mal sagen, wo er wohnt. So, gleich mal sauber eine Fresse gehauen. So. Ist schon Ruhe. Wie viele Stofffetzen haben wir? 5, die gelangen. Was haben wir da herin? Nix. Blatt Papier, Zeitung, hilft uns auch nicht weiter. Da war ein Mikro bei ihnen. Backform, Geschirrtuch. Nein, das war's nicht. Was haben wir da? Brett. Ein Brett! Ja, Alter, ich nehme mal ein Brett mit. Du schweißen, ein Brett. 3. Und eine Tierklinken. Ich weiß nicht, was wir mit einer Tierklinken wollen, aber egal. Okay, da fahren 2 Zomboseppen. Wir laufen jetzt auf alle Fälle mal wieder zu dem Dings,
du auf sie aufstehst, können sie nicht mehr aufstehen. Hau jetzt in den Scheller! Haben sie jetzt hier alle? Herrgottselig! Schwarze Digitaluhr. Gibt es eigentlich irgendwelche Skillpunkte? Wecker stellen. Wir müssen mal. Wo? Da ist so viel Nebel, ich sehe einen Scheißdreck, Alter. Ich sehe einen Scheißdreck, Alter! Ah, da kann man auch gewinnen sein, gell? Da haben wir einen Haufen so Typen da schlungen und zugemacht und was weiß ich. Schauen wir mal. Ja! Das ist unsere ursprüngliche Base. Jagdzeitschrift 2. Spießfalle herstellen. Lest mal. Und gleichzeitig der wir uns ausruhen. Kann man das? Weiß ich nicht. Essen müssen wir was. Und nass sein. Essen und trinken müssen wir was. Da haben wir doch mit Sicherheit was zum... Da ist unser ganzes Zeug. Da ist unser ganzes Zeug. So ist recht. So, wir nehmen das Hacki mit. Jetzt dürfen wir dann schauen, dass wir Land gewinnen, weil jetzt haben wir so maßlos überlohnt. Hammer ist wichtig. Nägel wichtig. Schraubenzieher wichtig. Rohrtang wichtig. Rohrtang in Bauchtasche. Handy-Funkgerät. Polizei, für was auch immer das gut ist, ich weiß es nicht. Nehmen wir auch mit. Und das Feuerzeug. Oh, jetzt haben wir aber gescheit überlohnt, hä? Jetzt haben wir aber gescheit überlohnt. Ich glaube, da werden wir einiges zurücklassen müssen. Oder zweimal gehen, je nachdem. So, das hauen wir uns rein. Das essen wir. Frische Dose mit gepökeltem Rindfleisch. Kann nur gut sein, Alter. Kann nur gut. Herr Lacher, hab ich die übersehen? Bevor es wieder schon dreiviertel... Achso, nein, hab ich die nicht übersehen. Gut, passt. Ich erinnere mich. So, Zigaretten. Liegt da der Scheißdreck am Boden? Braucht das kein Mensch? Was haben wir da? Haben wir da vielleicht noch irgendwelche Arzneimittel? Nein, Bleichmittel kann man fressen. Dann ist er gut. So, dringen, Stofffetzen reinigen und dann ab in unser Base, Alter. Ab in unser Base und dann werden wir noch ein paar Sachen ausprobieren. Was ist jetzt da noch schnell tun? Vorhänge entfernen. Wir nehmen die Vorhänge mit und hängen es bei uns daheim auf, damit keiner einer sieht. Haha! Vorhänge entfernen. Haben wir noch ein paar mehr irgendwo? Ich glaube nicht, oder? Ah, da haben wir noch. So, Vorhänge entfernen. So, schaut gut aus. Schaut gut aus. Was haben wir da drin? Bleichmittelflasche leer, Elektroschrott. Kochen für Anfänger. Das haben wir schon so oft, das ist wurscht. Haben wir schon. Drauf geschissen, ab in die Base, Kinder. So, Sneaky Peaky an den ganzen Mistviecher vorbei und ab. Ich hab leichte Wehwehchen, steht da übrigens. Bleichmittel zum Desinfizieren nehmen. Weiß ich nicht. Aber ich kann eh schon nicht mehr. Ich hab 27,3 Kilo dabei und 12 kann ich tragen. Aber da ist eh schon unser Bude. Da ist unser Bude, Alter! So, und das erste, was wir tun ist, da machen wir zu und dann hängen wir da. Fenster einschlagen, verbarrikadieren, Laken anbringen. Machen wir zu. Zack. Vorhänge zuziehen, das ist unser erster Base-Movement. Und da machen wir auch zu. Was ist das verbarrikadieren? Was passiert denn dann eigentlich? Okay. Jetzt haben wir einfach ein Bredel runtergenagelt. Auch nicht schlecht. Vorhänge zuziehen. Mehrere haben wir wahrscheinlich noch nicht, aber egal. Was haben wir da? Okay, dann haben wir ein Büro. Was haben wir da mit zu? Was haben wir da? Ist es überhaupt unser Bude? Alter! Was sind die? Die haben einfach ein Doktorbett. Ein Doktorbett in der Küche. Vorhänge zuziehen, das ist das Allerwichtigste. So, und dann kommen wir mit ein paar Sachen aus. Wir haben leider keine Säge gefunden. Ich hoffe, dass das auch einfach nur mit dem Hammer geht, aber das werden wir herausfinden. Das werden wir herausfinden, Kinder. So, Rechtsklick, abbauen, Schreibtisch aus hellem Holz. Können wir. Warum? Wir haben einen Schlosserhammer und es muss offensichtlich gelangen. Ich bin quasi beim Doktor, ja. Ich habe auch so das Gefühl. Und oben ist seine Wohnung. Und oben ist seine Wohnung. Jetzt bauen wir erstmal die Stühle auseinander. Abbauen, grauer Stuhl. Was braucht er? Lötkolben, Schweißermaske. Das sind Metallstühle. Okay. Aber sein komisches Podest können wir abbauen. Schreibtisch aus hellem Holz. Abbauen.
verbarrikadieren wir uns da drin sauber. Musik ist sauber zu laut, Alter. Müsst ihr mir sagen, oder was weiß ich nie. Einstellungen, Audio, Lautstärke der Musik, dann drehen wir es halt da ganz runter. So. Anwenden, annehmen, zurück. Besser? Wie ist das? Kinder, wie ist das? Ich weiß es nicht. Abbauen, Schreibtisch aus hellem Holz. So, hab ich gesehen, dann müsste eigentlich dein Carpentry, also dein Tischlerei-Skill in TG. Da schauen wir jetzt mal, wir haben bei 75,75. Das dauert natürlich ein bisschen. Und jetzt haben wir 78,25. Das heißt, da können wir unseren Tischlerei-Skill leveln. Die Frage ist, was liegt dann da am Boden? Unbrauchbares Holz? Nägel. Nehmen wir mit. Vielleicht sollten wir uns zuerst aber einmal abladen. Wo der man das? Das der mal oben. Laden wir unser Zeug oben ab. Alles sauber oben in Sicherheit. So auf alle Fälle mal besser. Also das ganze Essen in den Kühlschrank. Das ganze Essen ab in den Kühlschrank. Da haben wir noch Laken, Jagdzeitschrift, Werkzeug. Wo ist denn unsere Handtaschen? Wo ist die Handtaschen? Da ist, Gott sei Dank. Gott sei Dank haben wir den Schlaganfall gekriegt. So, Kühlschrank. Mais, Weintrauben, Pfeffer, Salz, Zucker. Und mit dem. So, ins Unterschrankel. Was der ins Unterschrankel? Keine Ahnung. Der haben wir in das Unterschrankel. Was haben wir da alles drin? Dose mit Hundsfutter. Den wir mit das da sekundär ausrüsten. Schauen wir, was da drin ist. Drin? Absolut nichts. Haben wir nichts in der Lunchbox drin gehabt. Der hat die Lunchbox gleich. Was haben wir noch? Zeitschrift, aber wir brauchen. Wo ist denn unser Werkzeug? Das dann nehmen wir als unser Werkzeugschrankel her. Nehmen wir einen Werkzeugkasten her. So. Dann Feuerzeug. Funkgerät. Axt, Brieföffner, Hammer, Schraubenzieher. Schrotflinten, der wir ein. Nägel nehmen wir mal noch mit, weil wir uns jetzt dann gleich verbarrikadieren. Und hoffentlich kriegen wir aus den Maybe, den wir jetzt dann zlingen. So hoffe ich zumindest. Oh, Rohrtang haben wir noch. Rohrtang! Du Eger, gib mir mal die Rohrtang! Und eigentlich brauchen wir noch so ein Zeitschriftenregal. Aber gut, die Zeitschriften... Oh, da liegt auch noch mal so ein Haufen Zeug am Boden umeinander. Was ist denn das? Was? Nein, das ist nicht am Boden. Das ist am Boden. Ja, da werfen wir unsere Jagdzeitschrift drauf. Was haben wir noch so? Eigentlich nichts. Nägel, Laken. Na gut. Was liegt da so am Boden umeinander? Socken und Vitamine. Socken. Das reißen wir mal. Vitamine nehmen wir mal mit. Was ist denn da eigentlich? Geringfügig verletzt. Erste Hilfe benötigt. Wo bin denn nie verletzt? Geringe Verletzung. Zum Behandeln der Wunde rechts klicken. Ich hab keine Wunde. Was für... Wieso verletzt, Alter? Was verletzt? Deine Mutter ist verletzt. Kannst keiner Möbel vors Fenster schirmen. Doch, das glaube ich sogar auch gehen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das Sicht so hundertprozentig versperrt. Was hat eine hohe Anstrengung? Du kannst kaum rennen. Warum denn? Ich hab doch gar nichts mehr dabei. Was ist denn mit der Hand? Was sind in der Handtaschen drin? Sekundär ausrüsten. Da ist denn so viel Scheiß drin. Wieso ist da so viel Scheiß drin? Machen wir so. Schachtel Schrotpatronen zum Werkzeug dazu. Handfunkgerät zum Werkzeug dazu. Und die Zeitschriften schmeißen wir am Boni. Dann haben wir nicht so viel Zeug dabei und haben nicht so viel Glück und haben wir nicht so angestrengt. Und dann werden wir uns mal auf dem Sessel ausruhen. Warum sie das noch nicht gemacht haben, dass also jeder Scheißdreck geht irgendwie. Aber wenn ich, jetzt schalten wir mal da, schalten wir mal ein. Geräteeinstellung, einschalten. Und der mal auf Life and Living. Da kommt leider Gottes nichts. Machen wir nur eins und dann gehen wir mal da ausruhen. Lass mal Zeit ein wenig Vieri laufen. Lass mal Zeit ein wenig schnell Vieri laufen. Dann müssen wir bloß noch was trinken. Schaut gut aus. Gehen wir. Kann jetzt da nicht mehr trinken, doch. Etwas gelangweilt. Beschäftige dich oder lenke dich ab. Ja, wie denn? Da müssen wir Fernsehen schauen. Schauen wir mal, was können wir im Fernsehen? Schauen wir mal anderen Kanal rein da. Triple N. Mag eigentlich gar nicht wissen, was das ist.
Schau hin. Sitzen wir uns da vorher auf den Boden setzen. Jawohl. Machen wir die Lautstärke auf 2. The new Churn R Us Deluxe Chocolate Count. Come visit today. Geht doch meine Laune hinter. Ich weiß nicht. Wie BLN, deine Nachrichten, deine Station. Was für Nachrichten, Alter? The president has spoken out of the public anger. Turned into a night of violence. Mr. Trump, is it you? We'll hear from Washington today as soon as we can, but first, this is direct from the White House. Weil was kommt denn jetzt, Alter? Ich verstehe die Frustration, ich kann dich hören, laut und klar. Wieso ist es teilweise auf Englisch und teilweise auf Deutsch? Ich verstehe die Frustration, weil es mir ähnlich ergeht. Wovon reden die? Um was geht's da? Ich möchte wissen, wann meine Amerikaner, die von der Krankheit betroffen sind, endlich mit Waffen aufeinander schießen, zu ihren geliebten Familien zurückkehren können. Das ist fast das Gleiche. Danach dann. Zu diesem Zweck werde ich heute mit dem General und dem CDC sprechen. Von wo aus ich mehr Antworten geben kann. Aber für die schrecklichen Aktivitäten, die wir in den letzten 24 Stunden auf unseren Straßen gesehen haben, gibt es keine Ausreden, keine Entschuldigung. Verhaftungen werden gemacht. Jede Behörde ist in Alarmbereitschaft. Das ist typisch Amerika. Zombie-Apokalypse, sie fangen nur zum Verhaften. So, ausschalten. Unsere Perks sind weg. Jetzt werden Möbeln zerlegt. Möbel zerlegt. Oh, ein Laken haben wir noch. Das bimmt man da unten irgendwo hin. So, Laken anbringen, jawohl. Und zu mal. Nein, nicht entfernen, zuziehen. Zuziehen, passt. So. Was können wir dann noch abbauen? Können wir das Ding abbauen? Nö. Können wir die Wand abbauen? Brauche einen Schraubzieher. Kruzifix, wir haben doch einen Schraubzieher. Ich hab doch oben einen. Warum renne ich eigentlich geduckt in der Bude umeinander? Ich weiß nicht. Ich weiß es eben nicht. So, wo ist unser. Das ist unser Werkzeugregal. Das ist mein Schraubzieher her. Jawohl. So, Schraubzieher haben wir da. Soll ich vielleicht mein ganzes Werkzeug mitnehmen? Drahtzange noch. Hammer. Hacke. Werden wir sehen, ob wir das brauchen. Stream im Sack? Nö. Ich glaube nicht. So, Wanduhr, abbauen, Wanduhr. Was kriege ich da? Elektrotechnik, Schraubenzieher, Wanduhr, Wahrscheinlichkeit 20. Schauen wir mal, was passiert. Die kaputten Fenster verbarrikadieren. Ja, das ist der Plan, aber da brauchen wir dazu Holz. Und das Holz hoffe ich, dass wir aus den Möbeln kriegen, die wir zlingen. So hoffe ich. Vorhänge davor, Bredel davor, passt. Wie viel Holz brauchst du pro Fenster? 3 Bredel und 3 Nägel. Das ist eine gute Frage. Das ist eine wirklich gute Frage. Ich weiß es nicht, aber wir werden es gleich herausfinden. Kann man das da auseinanderbauen? Waschen, du selbst? Nein, ich möchte das Ding auseinanderbauen da. Das Eckteil. Abbauen. Was brauchen wir da? Säge und Gartensäge. Ah, es war so gut, wenn wir eine Gartensäge finden daten, oder? Alter, da ist... Oh, da ist voll die Apothekerin. Das ist ja voll gut. Schau dir mal das an. Richtige Bandagen, Antidepressiva, Alkoholtupfer, Desinfektionsmittel, Erste-Hilfe-Kasten. Bruder, da herin geht, da wäre die beste Entscheidung gewesen, dass wir da waren. Oh, jetzt fängt es draußen zum Ringen, was sagst du das? Blatt Papier. Da, aber den Tisch können wir doch auseinandersagen, oder? Ja, da, schau, hier. Hau den Tisch auseinander, was du stark bist. Bisschen schneller. Nice, aber da fällt aber kein Holzbredel nicht aus. Ich weiß nicht, wie... Was man da kennen muss. Wahrscheinlich, je her dein Tischlerei-Skill ist, desto niedriger ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das Zeug einfach zusammenhaust und dass wirklich ein brauchbares Holz rausfällt und mehr Nägel und so weiter. Aber gut, hilft nicht. Irgendwo müssen wir skillen. Enthält Gegenstände. Was enthält Gegenstände? Der Schreibtisch. Zauberwürfel. Würfel am Boni. Kugelschreiber. Würfel am Boni. Da wird jetzt alles zerlegt, was drin ist. Zerlegt den Schreibtisch, Alter! Hunger kriegen wir langsam schon hin. Aber es ist eins Mittag, das ist nicht so schlimm. Da fällt kein einziges brauchbares Bredel raus. Das sind nur unbrauchbares Holz. Kann man mit dem eigentlich irgendwas da? Sekundärhälfte nehmen? Nein, kann man nichts da damit. Ja, das ist natürlich dumm. Aber hilft nicht, wir müssen irgendwie unseren Carpentry-Skill aufkriegen. Vielleicht einmal... Oh. Hören die Zombie-Idioten das oder was? Scheiße.
Kannst du mal abschminken, dass du da einer kommst? Du Kacknudel! Was hast du dabei? Haben wir nichts dabei. Na gut, dann gehen wir in den Fremdehäuser und holst mir da alles ab. Was haben wir da? Oh, da haben überall so Zombies-Seppen. Müssen wir in irgendein anderes Häusl rein. Kriegen wir schon. Pass auf, da hauen wir jetzt einfach ab. Gehen wir jetzt da rum. Oh shit. Oh shit, fucking car. Jetzt haben wir Kacke gemacht. Ich hab Kacke gemacht. Dann versteckt man uns jetzt einfach dahinter und dann nimmer sprinten. Bürger, nimmer sprinten. Oder was liegt da hinten? Ist auch voll das Riesenhaus, schau dir so. Oh, ich bleib lieber in meiner Apotheke. In der Apotheke ist super. Eine Polizistin! Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich hätte gern die Polizeiuniform. Du Mistsau. Springt einfach rein da. Jetzt sollten wir währenddessen mal was essen. Oh, leck, ist doch fein zum Essen. Und ein Stückchen Butter, das hat noch nie geschaut. Im Ganzen. Nom, nom, nom. Probieren wir die Türen von den anderen Häusern zu legen. Das ist vielleicht gar nicht so dumm. Schauen wir mal. Abbauen, Tür. Das werden sie aber heute wahrscheinlich rundherum hören. Aber hilft jetzt eh nicht. Wo klopfen denn die eigentlich? Oh. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Nur die Ruhe. Nur die Ruhe, Alter. Da liegt der Revolver am Boden. Wo? Ah, jetzt mir haut. Oh, tatsächlich. Im 36 Revolver. Schick gesehen! Schick gesehen, guter Mann! Polizei-Deputy-T-Shirt. Wir könnten mal einen Rick Grimes spielen. Da draußen klopft er umeinander. Was ich dir sage, Vorhänge entfernen. Das sind meine Vorhänge. Was haben wir? Oh, ein Radio. Ein Radio. Abbauen. Braucht's nicht. Kochen für Fortgeschrittene. Nehmen wir mit. Zeitschrift. Nehmen wir mit. Ungekocht Fertig-Popcorn. Nehmen wir mit. Alles nehmen wir mit. Wir schleichen jetzt da herin bloß umeinander. Holzstuhl. Brauchen wir wieder eine Sagi. Oh, leck, da ist für das fette Klavier. Was passiert denn, wenn ich da einen sauberen aufspähe? Geht leider nicht. Oh. Abbauen? Geht auch nicht. Was kann ich dann überhaupt abbauen? Nur mit dem Hammer. Einen Tisch kann ich schon abbauen, aber einen Stuhl nicht. Egal. Schauen wir, ob da was rausfällt. Ja! Ein Brett. Dann dürfen wir uns eh schon wieder schleichen, weil wir nichts mehr dran können. Und Nägel. Handtasche. Sekundär ausrüsten. Und dann schirmen wir alles einmal in die Handtaschen. Dann können wir so vielleicht ein wenig haben wir ein Brett dabei auf alle Fälle. Und unser Carpentry Skill ist bei 90, oh shit. Alter, vor mir kickt Musi wieder voll! Kann ich da durchs Fenster durchhauen? Tatsache. Schau dir so. Jetzt lassen wir es reingraben und dann schlagen wir es am Boden. Oh, wir werden schläfrig. Wenn wir schläfrig sind, sollten wir uns verpissen. Jetzt wenn wenn Zombies kommen, sollten wir uns verpissen, wenn wir schläfrig sind. Eine Runde schlafen gehen. Ich nehme jetzt noch die Dings da mit. Die Vorhänge. Vorhänge entfernen. Und dann verpissen wir uns sofort wieder in unser Bude heim. Lest man noch irgendeine Zeitung. Und schlaft man. Oder ruhen wir uns zumindest aus. Erste Hilfe, Jagen für Experten. Das alles zeigt, das kann ich brauchen. Das alles zeigt, das kann ich brauchen. Wow. Du Wichser!
Jetzt können wir dann wirklich reinstellen. Du, oh, du Arschloch! Das zählt nicht. Alter, der hat mich schon wieder Platzwunde gebissen an der linken Hand. Fuck! Das Arschloch! Hausschlüssel, von wem? Weiß ich nicht, aber wir nehmen das hier halt einfach mal mit. Und den Hut? Polizei-Trooper-Shirt. Alter, jetzt ist hier Achterbahn. T-Shirt, adieu. Cowboy-Hut, Cowboy-Hut. Anziehen. Was haben wir da sonst noch gefunden? Da war doch jetzt gerade Cowboy Polizei-Trooper-Shirt. Anziehen. Schei. Nix ist passiert. Bissverteidigung ist auch nicht so toll. Schaden mittelmäßig. Was macht der Hammer Schaden? Was macht denn der Hammer Schaden? Wo ist denn der Hammer? Wo ist der Hammer? Genauso viel. Repariert nie. Zustand? Tipptopp. Feit sie überhaupt nichts. Da feit sie hinten und vorne nichts. Oh, da haben wir noch so. Ja, geh wieder einer da. Schubst du den Boni. Ja, dann Schelle, macht die wieder zu. So, jetzt dürfen wir uns dann wirklich verpissen, weil sonst geht uns aus da aus. Da gehen wir jetzt einer. Was haben wir da noch? Nix mehr. Was ist oben? Oder darin ist eine Splatterei, dass du einen Vogel kriegst. Oh, noch ein Tisch zum Zlingen, oder was? Jetzt ruhen wir uns einmal schnell ein Stückchen aus da. Kurz einmal ausruhen. Kann man sich noch nicht besser ausruhen. Kann man sich nicht besser ausruhen. Okay. Wo ist denn eigentlich der Cowboy-Hut? Anziehen. Ich mag meinen Cowboy-Hut! Ah, ich hab harte... Oh, schauen wir mir badass aus. Oh, wir haben so badass. Look at this. Dann trinken wir mal was. Passt auch. Jetzt wollen wir was trinken, dann waschen wir mal unser Gewand. Mal unser Gewand gewaschen, Alter. Da ein wenig. Lass mal ein wenig Führer laufen. Schaut gut aus. Schaut gut aus. Da drin schlafen wir sowieso nicht. Wir schlafen bei uns daheim. Jetzt reißen wir die Bude noch aus. Was haben wir da? Gekocht. Nimmst du mal noch. Was nimmst du noch mal mit? Nimmst du mal noch Zucker mit? Ein Rucksack war halt damit geil. Pfeffer, da gibt es sonst eh nichts gescheit. Aber das zeigt alles. Ah! Das muss ich mitnehmen. Das hilft nicht. Das muss ich alles mitnehmen. Hilft nicht. Hilft dem nicht. So, und jetzt ab nach Hause. Da gibt es sogar einen Trockner und eine Waschmaschine. Oh, was liegt da? Ist das ein Holzbrill? Was liegt denn da? Da liegt doch was. Türklinke Brett. Ja, das Brett nehme ich mit. Das Brett nehme ich mit. In meiner Handtasche drin. This makes a lot of sense. Don't red kein Kass. Der Philipp, der Vlogger 2, moin Meister, ist alles fit. Bei mir ist immer alles fit. Ich bin absoluter Pro-Gamer. Hey, so lange habe ich noch nie gelebt in dem Spiel, ja? Oh, verdreckte Bandage auf dem Heimweg, werden wir die aber mal auswechseln. Und das Halfter? Was für Halfter? Was für Halfter? Was für Halfter? Dann gehen wir noch mit zurück. Was für Halfter? Du hast oben die Hälfte vergessen. Wieso denn? Ja, wir haben keine Zeit mehr. Schläfrig, nicht gut. Schei, müde. Wir haben ja richtig müde. Es hat doch Zeit, Kinder. Ihr macht's mir fertig. Was? Der Link hat sein ganzes Inventar in der Haum. So viel zum Thema Sinn. Naja, der Link ist aber ein absoluter Pro-Gamer. Wenn's du mich fragst. Was haben wir da noch drin? Haben wir da noch was drin? Gürtel, Wecker. Zweite Schrankheften. Ein Waffenkoffer. Es ist quasi die Wohnung von einem Polizisten. Ja, nimm's mit, die Scheiße. Ist eh schon wurscht. Nimm's mit, die Scheiße. Komm, uns hier, bra. Storage. More good. Ich merke auf alle Fälle schon wieder, dass ich nicht aufhören kann mit dem Scheißspäten. Puppe, Stift, Videospiel. Mit dem kann man mit Sicherheit... Stofffetzen noch reinigen. Ja, irgendwo muss ein Halfter gewesen sein. Ich finde aber nicht wo.
Die gepolsterte Jacke schützt nicht besser als das? Das ist eine gute Frage. Schauen wir mal. Anziehen, Kapuze aufsetzen. Ja, Bissverteidigung, Kratzverteidigung. Kapuze absetzen. So abs. Schauen wir mal. Guter Punkt. Ja, schützt besser als meine. Wird aber wahrscheinlich, da wird aber mal wahrscheinlich schneller warm. Wo ist jetzt unsere Jacken? Collegejacke werfen wir da am Boden. Geschissen auf Collegejacke, hat ihren Dienst getan. Da nehmen wir einen Vorhang noch mit. Vorhänge entfernen. Dann schaue ich unten noch mit nach dem Halt. Da haben wir auch noch so ein Vorhang-Ding, das nehmen wir auch noch mit. Und dann verpisst man uns. Wir haben sehr, sehr müde. Das kostet uns das Leben. Vorhänge entfernen. Halfter oder Holz, das ist ja wurscht. Wurzelsepp, der mit den Namen, merci für den Zügel 50, Bussi ins Nussi. So, den muss ja er da gehabt haben, oder? Sneaker, na, wo war denn der Revolver her? Den habe ich mitten da, Schlagstock. Dann war er bei ihrer da herunten. Da ist es Halfter, ja. Tatsache. Aber was du jetzt mit dem Halfter? Kann ich da irgendeine Pistole rein? Keine Ahnung. Das wird da zumindest nicht als extra Taschen angezeigt. Ich hab keine Ahnung, Alter. Ah, da habe ich da unten. Ah, da kann man dann. Ja, ja, ich verstehe schon. Verstehe schon. Abflug. Das ist da unten quasi wie der Gürtel, da kann man dann ein Messer und eine Pistole und eine Schrotflinten auf die Quick-Tasten von 1, 2, 3 und 4 legen. Aber jetzt müssen wir uns erstmal verpissen. Dann verbarrikadieren wir da die zweite Tür, damit das Bredel gleich mal verbarrikadieren. Carpentry Skill ist bei 91,5. Schon besser. Wieso tut er jetzt da so lange umeinander, wenn ich auf Verbarrikadieren drücke? Was tut er denn da jetzt? Was war denn jetzt da? Was war denn jetzt da? Ah, mit draufklicken kann man es schnell auf und zu machen. Das ist auch interessant. Okay, ich habe keine Ahnung, was er da jetzt tut. Wir gehen jetzt auf. Rammen wir unser Essenszeug in den Kühlschrank. Sekundär ausrüsten. Was haben wir da so drin? Mayonnaise, Pfirsich, Weintraum, Limo, fertig Popcorn. Bam, Omi. Nägel und Drahtzagen behalten wir uns einmal noch. Weil ich weiß, für was wir dann hier brauchen können. Zucker und der Revolver. Auch in den Kühlschrank rein. Revolver, der wir in unser anderes Regal um. Dann haben wir ganz viel Laken und Waffenkoffer, der wir um. Vitamine, der wir auch in den Kühlschrank rein. Kochen für Fortgeschrittene. Zeitschrift werft man da wieder am Boden her. Zeitschrift, Kochen für Fortgeschrittene. Dann, was haben wir da? Das ganze Werkzeugklump drin. Da hat der wir auf alle Fälle mit dem Waffenkoffer rein. Und unseren Revolver, für den wir keine Munition. Das war ein bisschen komisch, dass wir da keine Munition gefunden haben. Gut zu wissen, 2 Bretten und x Nägel. Ja, ich sehe aber auch keine Anzeige. Wie viel, jetzt warte mal, es gibt ja da so ein Crafting-Menü, das können wir uns einmal noch schnell anschauen. Crafting-Menü ist hier. Und da steht dann drin, aber da steht nichts drin wegen einer Tischlein. Ich kann jetzt da mal Barrikade, ne, da kommt nichts. Was auf alle Fälle interessant wird, mal so Baum abholzen und dann, wir brauchen mal eine Säge, das war unfassbar wichtig. Eine Säge war so unfassbar wichtig. Jetzt hängen wir erst einmal noch alle Fenster ab, die da sind. Waren wir da schon eigentlich schon überall? Da waren wir noch nicht. So viel Laken haben wir gar nicht, das ist richtig. Was wir da aber noch schnell tun, ist zerbrochenes Glas aufheben. Nein, müssen wir gar nicht. Vorhänge öffnen, zerbrochenes Glas auf den Boden bauen, abbauen, grauer Stuhl. Da können wir nichts abbauen mehr. Oh, wir sind mal ausgelaugt, hungrig
Jetzt isst man was und schlaft man. Essen und schlafen, weil sonst fallen wir um und sterben wir einfach wahrscheinlich. Was haben wir da? Nix. Dann frische Weintrauben. Reingepfeffert. Dose mit Mais. Die machst du immer mal auf. So. Wo ist jetzt die? Und dann haust du rein. Jawohl, dann trinken wir noch was und dann gehen wir brav ins Bett. Dann gehen wir ins Bett. So, haben wir gut genährt. Trinken. Waschen wir uns noch schnell. Im Waschbecken drin, weil es eh wurscht ist. Oder haben wir doch sogar eine Dusche, oder? Haben wir da herum eine Dusche oder sowas? Was ist denn da eigentlich drin? Ah, Badwanne. Waschen. Ich mich selbst. Tu es. Jawohl. Spät ist es überhaupt. 20 nach 10. Hoppala. Oh, da haben wir nochmal Vitamine. Die nehmen wir mit natürlich. Was haben wir da? Badetuch. Sich abtrocknen. Da müssen wir abtrocknen. Wir haben nämlich ein bisschen nass. Klamm heißt es. So, und jetzt verpissen wir uns. Ab ins Bett. Ab in die Falle. Schlafen. Ja. Da ist noch ein Fenster. Wo war da noch ein Fenster? Mr. Pickle Rick. Mr. Pickle Rick! So, es ist 5:20 Uhr. Meines Wissens geht, glaube ich, um 6 Uhr wird es draußen hell. Da ist noch ein Fenster. Ja, ich sehe schon, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Laken anbringen. Da komme ich nicht hin. Das ist ein bisschen dumm. Da komme ich einfach nicht hin. Falls du das meinst. Und neben der Tür. Da ist zu, da ist zu, da ist zu, da ist zu. Ah, da ist ein noch. Boah, da waren wir noch gar nicht drin. Was ist denn da? Alter, da ist so viel. Beta-Blocker, Bandagen, Schlaftabletten. Da ist so viel Medizinzeigerin. Das ist voll gut. Bester Bunker, Alter. Was haben wir da? Abbauen, Waage, bauen, Vorhänge entfernen. Na, wo? Hast du schon das umgemeint? Ja, gut. Na, da komme ich nicht hin, anscheinend. Das ist ein bisschen dumm. Alko-Tupfer zum Desinfizieren. Das kann natürlich hinhauen. Aber unser Ding, unser Bandat, die Wunde ist nicht schlimm. Die ist bandagiert, die braucht ja ewig, bis die irgendwie verdreckt ist oder so. Das passt schon, schaut schon ganz gut aus. Wir brauchen halt unbedingt eine Säge. Unbedingt. Ciao, Freunde der Sonne. Das werden wir aber heute nicht mehr erleben. Ich muss jetzt aufhören, weil sonst hockt man eiskalt um 12 Uhr noch da. Ja, leck mich am Arsch. Das sind genau sicher Spiele. Das sind genau sicher Spiele. Da wo ich anfange und hoppala, vor mir ist hell. Scheiße, ich muss in der Stunde in die Arbeit. Was? Ah! Leck mich am Arsch, Alter. Ja, also keine Ahnung. Keine Ahnung. Habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ich hab mir schon gedacht, dass sie einiges getan hat, aber ich hätte mir nicht so Gaudi das Spiel schon 2012 gekauft, wenn ich mir nicht gedacht hätte, hey, das kann witzig sein. Aber wir haben ja noch nicht einmal was gesehen. Aber das ist selbe Spaß wie in DayZ. Du rennst ewig umeinander, looten, essen Wasser und ja. Und irgendwann findest du halt dann so besondere Häuser wie zum Beispiel den Supermarkt und die Apotheke da jetzt. Ob das so schlau ist, sich da die einzunisten mit der Base, weiß ich nicht, aber schaut ganz gut aus mit zweisteckig und so. Ich hab keine Ahnung. Ob wir das nochmal spielen sollen. Was sagt ihr im Chat? Ich muss jetzt zweimal was trinken und das Rauchen. Weißt du, was das beste Anzeichen dafür ist, dass es mich absolut huckt? Wie oft haben wir von meiner Pippe jetzt gezogen? 2,5 Stunden lang. Ich glaube nicht einmal. Oder? Picklewick schreibt, laufen da Player rum? Nein, in dem Singleplayer-Modus nicht, aber es gibt Server mit 64 Leuten drauf.
kann man auch selber einen Server machen, aber nicht in der Beta. Also ich habe auf Steam Beta aktiviert, dann spielst du in der Version 41.50. Warte mal, seht ihr das noch? Seht ihr das noch rechts unten? Das kann man in Steam so machen, wenn du Rechtsklick auf die Spiele machst, auf Eigenschaften und dann Betas, kannst du automatisch an so Tests teilnehmen, wenn es verfügbar ist. Und das habe ich gemacht. Und die Standardversion, die Nicht-Beta-Version, da kannst du einen Server hosten. Das heißt, das kann man theoretisch sogar miteinander spielen. Das heißt, ich muss mir mal anschauen. Ich habe ja einen Linux-Server, wo auch NX drauf läuft, aber NX, da ist momentan nichts. Vielleicht kann ich da damit einen Project Zomboid Server hosten. So hat man das da. Hat da irgendjemand Ahnung damit? Ich habe noch nie selbstständig einen Server gehostet. Noch nie für irgendein Spiel. Zumindest nicht mit meinem eigenen Server. Ich habe sämtliche Zugriffe und was ist, ein V-Server ist nicht der krasseste der ganzen Welt, aber werden wir außerfinden, wie viel das er da greift und wie viel nicht. Der UFO schreibt, Open World Sandbox Survival, was möchtest du mehr? Das stimmt, das ist ja genau das, was mich anfixt. Das hat mich schon lange, so eine Art von Spiel hat mich schon lange nicht mehr angefixt, so wie das jetzt. Da habe ich jetzt überhaupt nicht gecheckt, dass es gleich 10 ist. Kruzifix, oder? Ob wir das nächsten Montag spielen, das schauen wir mal. Also, du kannst nicht vergessen, dass ich bis nächsten Montag aushalte, dass ich das nicht offstream spiele. Und schauen wir mal, ob ich mich abspiele. Bis nächsten Montag oder nicht. Und wenn, dann der nächsten Montag noch mal eine Runde Project Zomboid. Was halten Sie davon? Ich weiß es auch nicht. Ich bin halt noch ein bisschen planlos. Ja? Ich muss mir ein paar mehrere Videos anschauen, damit ich auch nicht. Vielleicht habe ich schon 10.000 Items liegen lassen, die sau wichtig sind. Ein paar habe ich mir natürlich angeschaut und da habe ich gesehen, was für Items das wichtig sind. Wie zum Beispiel eben der Hammer, der sau stark ist und der Drahtsang und Ding. Und halt eben auch eine Säge. Aber eine Säge haben wir nicht gefunden. Wenn ich mich richtig erinnere, der findet man die in so Gartenhäuserl und eben es gibt so eine riesengroße Lumberjack Anlage, da wo halt so ein riesen Sägewerk, da gibt es Sägen drin und so weiter. Also es ist schon auch so, dass du bestimmten Loot in bestimmte Gebäude und so findest. Ich meine, das sagt man auch in der Apotheke, oder wo wir ja immer da sind beim Doktor, ist ohne Ende das Arzneizeug drin und Medizinzeug drin, was natürlich super geil sind. Stefan Leubel, ist nächsten Montag nicht Sommerpause? Nein, nächsten Montag ist keine Sommerpause. Am Mittwoch in einer Woche ist der letzte Stream und übermorgen spielen wir Day of the Tentacle fertig. Und nächsten Montag haben wir noch einen Stream. Zirgeweh! Hey Bürger, spiel doch einmal Graveyard Keeper. Das habe ich sogar. Das habe ich sogar schon mal gespielt. Das ist... ja, ich erinnere mich, um ehrlich zu sein, nicht mehr so ganz drauf, wie es wirklich war. Müsstet ihr mir noch mal anschauen. Hacker, merci für deinen Zwickel. Und der Zirngibi, absolut mehrere davon. Zirngibi, schauen wir mal, was die Leute sagen. Ein paar haben, Geschmäcker sind verschieden, das ist ja alles so. Mich fixt es gerade voll an, aber halt Vollgas. Der Wolzensepp schreibt, ist die Map eigentlich bei jedem neuen Spiel random? Nein, meines Wissens nicht. Dafür ist die so verdammt riesig, dass du einen Vogel kriegst. Selbstspieler und jetzt wieder Donation Bukake. Nein, please don't. Sonne blendet, nicht gespeichert, speichert automatisch. Bitte sag, dass das automatisch speichert, sonst krieg ich einen Vogel. Wenn ich jetzt wieder von vorne anfange. Und gehe nach Hause. Ich bin ein Rasensprenger. Ach Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank, Alter. Jetzt hätte ich einen kompletten Anfall gekriegt. Ich habe mir nämlich vorher schon gedacht, ja, da steht nirgendwo speichern, das wird schon automatisch speichern, beenden. Brüsi, merci für den Zwickel. Bester Streamer auf der Welt, bist du immer der Beste. Zu viel des Lobs. Merci für den Zwickel, Brüsi. Bussi aufs Nussi. So. Leute, Nullinger. Ich muss morgen aufstehen. Ich muss morgen aufstehen, es hilft damit. Obwohl ich mir eigentlich jetzt schon sehe, dass ich jetzt einen Stream ausschalte, dann gehe ich irgendwas dringen und abbauen und halbwegs zusammenräumen. Und dann sitze ich wieder da und spiele. Ich sehe schon. Ja, aber kann man da einen zweiten Spielstand anfangen? Nein, nicht zurück. Warte mal.
Kann man da, wenn ich jetzt einen zweiten Spielstand anfange, dass mir die halt ein bisschen einen Plan kriegt davon, ja. Spielstand laden. Überlebender, 26.07. Bla, da sieht man eigentlich ziemlich gut, dass wir mir das sind. Karte, Riverside, Rosewood, Muldrow und West Point. Keine Mods, das ist nur das nächste. Es hat Mod-Support, das Spiel. Gibt es unendlich viele Mods, was ich mir jetzt einmal gespart habe, weil ich mich nicht auskenne. Das passt auf Tutorial, Einzelspieler. Und da kann man eben normalerweise Online und Server erstellen. Es muss aber irgendwie jeder, dass man einen Dedicated Server zur Verfügung stellt und der dann auf einem Online-Server läuft. Muss irgendwie gehen. Muss ich mal schauen. Vielleicht hat da jemand Ahnung davon, dann gerne im Discord. Aber ich lese mich mal rein und dann schauen wir mal, ob wir das einfach. Nein, ich leite jetzt auf, jetzt ist Schluss. Der Birger Oktober kommt immer näher und noch jetzt Zeit wie Visage 4. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob Visage Kapitel 4 so viel hergibt wie die anderen. Das muss ich mir erst anschauen. Also, ich werde mich nicht spoilern lassen, aber ich werde mal Kommentare durchlesen und die Länge von Let's Plays einmal anschauen, wie lang die so sind. Und schauen wir mal. Aber du hast schon nicht ganz unrecht. Schauen wir mal. Wann kommt denn wieder Hunter Call of the Wild? Weiß ich nicht, wenn ich Bock habe. Das sind alles so Spiele, mit denen ich überbrückt man mir. Über so Spielelöcher. Und ganz ehrlich, im September habe ich 2 Specials geplant, wenn ich wieder da bin. Und ab Mitte Oktober regnet es so viele Spiele vom Himmel, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll bis Ende des Jahres. Bis die nächste Pause dann wieder ist, in Weihnachten, Silvester irgendwann. Soweit mag ich gar nicht nachdenken. Das ist jetzt erst einmal Sommerpause und dann ist er Ruhe. Möchte wieder ein bisschen mehr Videos machen, vielleicht auch mal 2 neue Sachen ausprobieren oder 2 Fortsetzungen von alten Sachen, von denen es bloß 2 Teile gibt. Fortsetzen, 2 Special-Streams, Blödsinn-Streams. Mit was filmen wir noch sonst einen Horror-Oktober? Das ist eine gute Frage, da gibt es momentan nicht viel. Und im Oktober kommen halt so viele Spiele, die nichts mit Horror zum tun haben, dass es nicht recht viel Horror geben wird. Es wird auf alle Fälle machen wir wieder ein Halloween-Special mit dem Man of Medan-Dingsbums da, mit dem Story-Spiel. Schauen wir mal, kriegen wir auf alle Fälle hin. Zombies zu pimmeln, aber sowas von. Spoiler, auf dem Auto habe ich einen. Was? Achso. Ich spoilere nicht. Perfekt, gerade zum Ende komme ich heim. Mr. MRC, dann lasst sauber zurücklaufen. Spiel macht echt Gaudi. Also mir macht's Gaudi, um Gottes Willen. Ich kann das natürlich nicht einschalten. Ich habe halt wirklich so wenig, habe ich schon lange nicht mehr auf den Chat geschaut wie heute. Und so, das merke ich richtig, wie es mich ablenkt. Ist mir wieder ein Gustl geplant? Ja. Unter anderem. Wann er kommt, kann ich noch nicht versprechen, aber definitiv nach der Sommerpause irgendwann. Steht sowas von auf der Roadmap Ende 2021. So, hey Birger, spiel doch mal Ghost Hunter Corp ist wie Phasmo, nur besser. Das ist mir letztes Mal auf Steam vorgeschlagen worden. Ich hab mich noch nicht befasst damit, ich hab mir schon gedacht, Aubezwack, jetzt rauschen wieder die Nachmacher außer, weil das eine so viel Erfolg gehabt hat. Man stelle sich vor, Phasmophobia in richtig gut. No front. Es ist schon ganz witzig, aber es ist ja trotzdem, schau dir die Grafik an und es ist doch sehr clunky und sehr, eigentlich merkst du, dass da 2 Leute dran arbeiten. Aber wenn du dir vorstellst, das einmal richtig gut so, das könnte was können. So, Leute, Schütze Liebe, merci dir für deinen Euro. Jetzt schleichen wir uns ins Bett. Ich kriege ein bisschen Kopfweh, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin ganz zerzaust. Schau dir mal das an, was ist denn da eigentlich los? Weiß nicht, was da los ist. Stimmt, ein Dead Space Remake haben sie angekündigt. Allerdings geht da, das wann am 25. Juli, glaube ich, vorgestern, in der EA Play. Dead Space ist zurück und es schaut sehr nach einem 1er Remaster aus, um ehrlich zu sein. Ich meine, Capcom hat die Blaupause geliefert, wie man ein Remaster macht, beziehungsweise ein Remake richtig macht, mit Resident Evil 2 und 3. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Da ist sehr lang hin. Pack einen Emulator aus und spiel das erste Silent Hill. Nostalgie plus Gänsehaut. Ich sag bloß, die kleinen schwarzen Babys, die in der Schule umeinander laufen, da war es vorbei bei mir. Da war es hart vorbei bei mir. Silent Hill 1 werde ich auch nie vergessen. War nicht für mich, zumindest bin ich kein so großer Fanboy davon wie von Resident Evil, aber Silent Hill 1 war wirklich fucking legendary. Und Silent Hill 2 auch noch. Das habe ich sogar noch in originaler, habe ich das da oben noch irgendwo stehen? Das glaube ich, habe ich sogar da oben irgendwo in originaler Pappschachtel, habe ich das noch umeinander stehen, da oben irgendwo. War eines meiner ersten Spiele für PlayStation 1 und PlayStation 2 dann.
Tja, FM Plus, was ist jetzt eigentlich mit dem Upload-Filter? Das wissen wir noch nicht. Ich habe nach wie vor noch keinerlei Nachricht. Am 1. August geht er live. Das ist nächsten Montag, glaube ich. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Der Nanobot schreibt, wie schaut's denn aus mit Space Engineers? Spielst du sowas? Ich hab Space Engineers und ich habe ungefähr 3 oder 4 Stunden Spielzeit. Space Engineers ist absolut geil und absolut genius. Aber was mich davon abholt, ist, ich sehe halt da jetzt schon unter 1000 Stunden geht da gar nichts. Und bei mir im Freundeskreis und Bekanntenkreis spät's keiner. Die mengen sowas nicht. Darum liegt es mir aneinander. Klausi! Vergeht's gut für deinen Zirkel 21 zu solch später Stunde. Ich weiß nicht, wofür ich ihn verdient habe, aber merci dir. Hab aber mit PlayStation ausgeschaltet, wenn das Radio knistert hat. Lieber Kerbal Space Program, ja, das ist weniger. Bei Space Engineers, wenn ich mich richtig erinnere, muss man auch Rohstoffe erst abbauen und so. Und das mag ich dann auch da. Ich mag keinen so einen 100%igen Sandbox-Mode, weil ich halt in das Spiel wachsen möchte. Und da muss man halt einfach Zeit aufwenden. Hilft nicht. Hilft nicht. Soulmate Dragon, wollte bloß noch schnell sagen, du hast dein Zeug, wo in den Kühlschrank gehören, unter die Spüle gepackt. Fuck my life. Der Pebas schreibt, der Freundeskreis ist nur bei Saufspüle am Start. Nein, aus dem Alter sind wir heraus, wir brauchen kein Saufspiel mehr. So, Leute. Was? Pro-Gamer Move. Hab 2400 Spielstunden und man könnte vielleicht einen Community-Server aufmachen. Geht auf mich. Danke für das Angebot, mal so ganz nebenbei. Aber ich glaube, Space Engineers, da habe ich keine Zeit mehr dafür. Sag ich dir, was ist. Stolzer Liebe, Factorio kann man auch einen Stream ausprobieren. Ja, das stimmt. Das stimmt. Vielleicht Factorio oder Project Zomboid nächsten Montag. Ich habe auch schon überlegt, erstmal merci für den Euro. Ich habe auch schon überlegt, ob wir nächsten Montag völlig random euch entscheiden lassen. Ich mache auf YouTube eine Umfrage, da funktioniert das mit Aufvoten und Obi-Voten. Und ihr schreibt im Kommentar rein, was für Spiel. Und das, was am meisten Daumen nach oben hat, das wird gespielt. Und egal was. Fucking egal was. Und wenn Minecraft drinsteht oder wenn Fortnite drinsteht, mir egal, dann spiel's. Oder was haben wir noch? Was ist noch schlimmer? Gibt's irgendwas Schlimmeres wie Fortnite? Irgendwas. Und die obligatorische Frage nach dem Landi geht noch. Das stimmt. Und wenn der Landi ist schlimmer als Fortnite. Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Ich habe schon auch Spaß gehabt mit dem Landi, so ist es nicht. FIFA! Ja, okay, FIFA ist noch schlimmer. Da hast du allerdings recht. Ich schwör's euch, wenn es mich zum FIFA-Foot-Scheiß zwingt, dann bin ich raus. Dann bin ich am Montag, dann habe ich spontan Bauchweh, oder? Dann habe ich spontan meine Tage. Landi ist besser, kommt der der 22er. Ja, Ende November, den werden wir uns auch anschauen. Ja, das NBA ist auch ganz schlimm. Also, um Gottes Willen, also jetzt gerade im Moment, wenn ich mich nicht bis Ende der Woche abspähe, habe ich sehr, sehr, sehr stark Bock auf Project Zomboid. Das ist ein sehr, sehr, sehr mit sehr viel Liebe gemachtes Spiel. Das war vor 8 Jahren sicher ein Haufen Scheiße, das ganz aus war. Also da hast du gar nichts machen können, das war ein Komplettausfall. Aber mittlerweile steckt da wirklich, da haben sie sich wirklich was denkt dabei. So, Leute, jetzt ist ja Ruhe. Die Umfrage starten wir wenn dann am Samstag oder am Sonntag. Das lasse ich euch dann im Discord wissen. Schicke euch den YouTube-Link. Und die auf YouTube, die kriegst du sowieso mit. Das kriegen wir dann schon. Komischerweise werden so Umfragen immer viel besser an alle Abonnenten ausgeliefert als alles andere. Das ist ganz, ganz seltsam. Aber gut. So, Leute, jetzt ist 22:13 Uhr. Und jetzt schleichen wir uns ins Bett. Leute, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Project Zomboid hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich weiß, es ist wieder mal ein sehr langsames Spiel und überhaupt und sowieso. Aber egal. Looten und bluten. Schweinsbrunn 2.0. Da die Song. Und jetzt sage ich vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, auf YouTube zumindest die Personen, leave a like. Wenn du kein Abo da lassen hast, lass ein Abo da. Und wenn du, was ich irgendwie nicht verstehe kann, was du dann hier tust. Aber, falls du ein Abo da lassen hast, dann check mal die Glocke aus, ob da alles aktiv ist, damit du mitkriegst, wann ich live gehe und wann ein Video online geht und überhaupt und sowieso. Und die Leute auf Twitch, die schreiben einfach Uga, Zicki-Zacki, Hinakaki. Well,
It's something. und press F für die Moderatoren. Vielen Dank für die ganzen Donations heute. Es haben schon wieder ein paar Leute dabei gewesen, die komplett eskaliert sind und ich weiß nicht, was das soll. Und natürlich aber auch an jeden anderen, der den Idioten aus dem Internet kein 50er hinscheißt. Ein gleichwertiges Dankeschön und auch an die neuen Mitglieder, da waren halt auch wieder 2 dabei, glaube ich. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Es ist meine Ehre, Sie belustigen zu dürfen und wir sehen uns am Mittwoch um 20 Uhr mit Day of the Tentacle und schauen wir, ob wir das durchkriegen. Ich hoffe, da brauche ich wieder massiv eure Hilfe, weil sonst kommen wir nicht weiter und vom Pflege, weil das Spiel so abtrat ist, dass du einen Vogel kriegst. Und jetzt schleichen wir uns ins Bett. Bis Micke, 20 Uhr, habe! Rest in Peace, Mr. Headphone User. Mit einem Tinnitus kann man bekanntermaßen besser schlafen. Hab ich gehört.